20 Uhr. Wo ist der Tag hingekommen? Weiß nicht. Geht da was? Oh, da was geht, hab ich gefragt. Es schreibt noch niemand was auf Twitch. Das ist ungewöhnlich. Das ist ungewöhnlich, Kinder. Das ist ungewöhnlich. Oh, da was geht, hab ich gefragt. Alter, den Maul. Irgendwas ist mit meiner Kamera. Irgendwas ist komisch. Ich rauscht die Sau. Ich weiß auch nicht warum. Schmiedi! Sieh's! Merci dir as always. Schmiedi ist immer Erster. Hobby! Übrigens, 1 Bürger an 1 Micker. 20 Uhr, Kinder. So schauen wir aus. Ist YouTube auch schon mal da? Nein, Obi, nein. Jetzt geht nicht schon wieder. Nein. Warum fangen wir? Nein. Wir fangen halt nicht wieder an mit 10er zum. Nein, das sehen wir nicht. Das ist nix. Obi! Der Bürger Ja, hat am letzten Freitag mal Traumfrau Geirat Aubitzwack. und weil uns a bissel WOS übrig blim ist. Gritschst erst du Raute Jetzt versteh ich nicht, warum. Katzel Sektenanführer. Was? Orchkatzel Sektenanführer. Obi! Herzlichen Glückwunsch und mein Beileid. Und du hast schon wie ich mein. Und merci. Schauen wir mal, ob einer aber Orchkatzel da fangen. Gibst deiner alten eine Bussi, dann hast du mich nicht ganz so viel. So, jetzt kriegst du mir erstmal einen Haufen ein. So schaut's aus. Aber die Ehre an die Steffi, an den Odin, an den ist Zocker-DM. Das verstehe ich nicht. Der Original an den Fan Sebi, an den Schrögi, an den Flash, an den Gröber, an den Herrn Zach, an den Martel, an den Hermann, an den Christoph, an den Sven, an den Black, an den Boris LP, an den Ruais, an den jetzt will ich fast sagen Lili. Was? Linsepp! Stefan! Kappel, wo? Woher Kappel? Ich hab noch nicht mit einer telefoniert. Oh fuck, mit denen müsste ich eigentlich die Woche telefonieren. Eigentlich hätte ich am Montag mit einer telefonieren sollen. Fuck! Hab ich vergessen, ich sag das, wie es ist. Ich war im Kruzifixrausch. Hilft nicht. Entschuldigung, aber immer nach wie vor, wir reden von Mitte bis Ende Juli. Ich gebe euch schon Bescheid, ist ja eh klar. Ich mache ein ganz kurzes Video, das dauert 30 Sekunden mit der gleichen Ansage wie im letzten Video. Und dann wer zuerst kommt, mal zuerst. Wenn es wieder ausgehen, haben wir Pech gehabt. Dann müssen wir nochmal warten. Ich weiß auch nicht. Stefan, merci dir. Löwensepp, habe ich ihre Bürger alles fit, gerade noch wegen Dark Souls 3 gespielt. Und an meinem eigenen Fehlertrecker gestorben. Einmal bloß. Zu langsam beim Boss. Boah, leck, jetzt hab ich's gut erwischt. Leute, ist gut! Ist gut! Mike, merci für den Resub. Herr Hauptmann, merci. Ich wollte bitte schön, jetzt auf mit der Geldschmeißerei. Please. 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 Wir kriegen ein Rating-Ding, aber das sind ja sowieso alle Leute, die sonst da immer da sind. Wenn die quasi so häufig sind, verringert sie dann die Raute-Quasität. Merci! Wenn die quasi so häufig sind, verringert sie dann die Qualität. Ja, du Vollidiot. Ulweg, merci dir. Marelsen, merci. What's noch nicht, merci. Schluss aus jetzt. Kruzifix, Servus, Bier, kauft der 60. Ich habe heute übrigens Level 60 erreicht und bin Paragon 7 oder so. Das geht relativ zügig. Jetzt ist vorbei, glaube ich. Ich habe so das Gefühl so, was tust du denn jetzt noch? Keine Ahnung. Es gibt 1000 Sachen, die alle keinen Sinn ergeben. Es gibt sprichwörtlich eine Mechanik am Schluss. Da stehst du in einer Halle drin. Lauft der Timer ab und dann kriegst du irgendeinen Scheiß-Segen. Ich werde so hart in das Ding eintreten, bis euch so auf den Sack geht. Rest in Peace, Mr. Headphone User. Wahrscheinlich ist das Mikrofon jetzt wieder kaputt. Dann brauchen wir wieder nice. Hilft sowieso nicht. Ja, komm jetzt, mir ist wieder ein Reset. Der bin einmal wieder da. Zeit ist so ein Kruzifix. 5 Nase, Rest in Peace. Baby Schweindel, Rest in Peace, Extremmann. Oh, stimmt, wir haben ja letzte Woche. Warte, ich muss nicht meine Bio-Bandaletten unter den Tisch suchen. So, jetzt. Wir haben ja einen Extremmann verloren. Der ist leider Gottes von einem sehr übermotivierten, hungrigen Bären gefressen worden. Und unser Babyschweinde hat er auch gegessen. Hat er gegessen. Der Orchkatzel, mir jetzt wieder entwickelt, drittmal Off-Topic Remake vom Emo-Mann. Nicht, oder what year is it, Alter? Es gibt keine Emos mehr. Der Dampfler von lauter Diablo Immortal sucht ein Spiel vergessen umzustellen auf Twitch. Aber dafür hast du ja mich. Oh, tatsächlich. Ich hab, bis wann hab ich gespielt? Bis heute spät Nachmittag irgendwann. Kaiper!
Geld wo und Grüße aus Südtirol. Das war mir klar, nur die Österreicher schmeißen den ganzen Tag mit Geld. Ihr habt es ja. Ihr habt es ja. Merci für dein Zwicklergeib. Emo is not dead. Ah, ich glaube schon. Ich weiß nicht, gibt's noch einen? Wo ist noch? Haben wir mehr Emos in der Community? Braucht's euch nicht scheinbar. Gut. Ist nicht so schlimm. Was ich aber Wort für Handpanzer für Weiberfinger U-Boot. Das ist nicht schlecht. Und wenn, dann da ich aber Foodboot sagen. Emos sind seit 2004 ausgestorben, dachte ich. Ja, die haben sie alle selber umgebracht. Die haben sie alle hier. Liebe Kinder, immer der links noch, damit nichts passiert. Das ist so lang, bis euer Headset hieß. Smurfs, Serie! Ist bei Ihnen gar so heiß. Es geht bei uns Shifts, aber da herin geht Hitz nicht aus. Schau mich an, ich hab noch nichts da, ich war noch nicht mehr laut und schwitze schon wieder wie eine Drecksau. Kruzifix. Hast du nicht gerade selber noch gestreamt an Dampfler? Ja, hat er. Hab ich gesehen. Nie ohne Seife waschen. Immer von nie nach Seife. Ja, wichtig, Kinder. Das ist unfassbar wichtig. So, wir schauen mal aus. Wir spielen heute eine weitere Runde Rimworld. Da die sagen, jetzt trinke ich erstmal was. Ich weiß, ich hab in der Zwischenzeit nicht gespielt, ich habe auch nicht nachgeschaut, was wir letztes Mal da haben. Ja, wird schon hier. Wir brauchen auf alle Fälle mehr Viecher, mehr Organe. Und langsam darf man mal anfangen, irgendwie in Richtung Strom. Ja, Strom und Viecher und Organe. Das ist unser Primärziel heute. Auf der Bierbing steht ein kleiner Psoffener. Der sitzt beim Vollbiskott. Bis sei kein scheiß Schädel reißt. Rückkopf, Steffen, Abend, bin wieder live dabei. Grüß on. Ole, 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 ole. So, wir schauen mal aus. Ja, dann da die Song fangen wir an, oder? Was soll das? Laden wir uns gut. Was tun wir am Montag? Ich bin unschlüssig, was wir am Montag tun. Video-Review oder Retro-Reise? Ab in den Chat. Ja? Vielleicht kann man ja den Mitgliedersound auf. Der ist jetzt beim Vollbierspot kürzen. Ja, ganz ehrlich, der ist nur nervig. Und wenn er mich nervt, nervt er euch auch. Ich sag's euch, wie es ist. Und weißt du, was wir jetzt lernen? Live da. Ich sag das jetzt nicht, wie es ist. Ich schalte die Scheiße jetzt aus, weil es unerträglich ist. Ich sag das, was es ist, weil es unerträglich ist, diese Retrigger-Kacke. Irgendwie mag ich es aber auch nicht. Leon, nicht schon wieder du. Warum kannst du nicht einmal einen Nuller da hinten weglassen? Hast du vielleicht im Discord gesehen, Host ist my Moped-Tour a Katastrophe. Nein, habe ich nicht gesehen. Montag einer ganz kaputt. Gestern macht meine Maschine und die vom Pub faxen und HEIT regnet es den ganzen Tag. Ja. Was heißt ein Montag einer ganz kaputt? Alle schreiben Retro, lolololo, Retro, beste Retro-Reise Diablo. Weiß ich nicht, schaust du mal so vor 4-6 Wochen einen Stream an, haben wir schon gemacht. Diablo ist schon durch. Leon! Seriously! Dankeschön! Und, weiß ich nicht, morgen kriegt's 30 Grad. Pflanzt dich hin, wart's ab, morgen kannst du wieder umeinander düsen. So schaut's aus. Statt Retro mal Indie. Weiß ich nicht, theoretisch spielen wir mir gerade ein Indie-Spiel. Diablo ist jetzt mehr als durch. Ja, also mit Diablo bin ich fertig. Kannst du mal Gift drauf nehmen. Ich weiß nicht, was man Retro. Ich nehme als nächstes Warcraft. Oder Inscription, wie der Rotkopf-Steff gleich sagen wird. Ja, weißt du was, da unterhalten wir uns im Discord. Am Wochenende, wenn bei uns Volksfest ist, unterhalte ich mich genau keine 4 Sekunden in irgendeinem Discord. Sag ich jetzt schon. So, starten wir das Spiel und halt dein Fotzen jetzt, du fetter Trottel. Chef! Oder endlich mal Inscription spielen zu fix. Das stimmt. Kann man auch einmal. Ja, überlege ich mir. Ich sage jetzt Inscription nicht an einem Montag. Sag ich dir, was ist. Dann fällt der Stream am Montag aus. Du, das kann gut passieren. Ja, Achtung, Vorankündigung, es kann gut passieren, dass am Montag der Stream ausfällt. Ich sag das, wie es ist. Kann alles passieren, schließe ich nicht aus.
Sagt man die im Landauer Volksfest auch? Ich hoffe nicht, sagen wir es so. Ich werde mich im letzten Kind verstecken und wenn irgendwelche besoffenen Vollidioten zu mir herkommen, dann werde ich das erste Mal gnadenlos ehrlich sein und sagen, verpisst euch. Schluss jetzt! Handkerchief, ist da los! Mal wieder ein kleiner Spender, Pussy to the butt. Pussy to your butt. Merci dir. Schluss aus jetzt! Schluss jetzt! Jetzt sind Alert Sounds sind jetzt aus. Katzel, Stronghold Crusader war geil. Ja, wenn, dann müssen wir alle Strongholds durchgehen. Das ist ja das Schlimme. Jetzt kommt der Kilian nur mit kurz davor. Servus Birger, ja, ich bin der, die Franzi-Prüfung verschissen hat und jetzt schon wieder da im Stream ist, anstatt für die Nachprüfung morgen zum Lernen. Hashtag Sacre Bleu. Schreibst auf, und Baguette. Go, Gacetto Baguette schreibst drauf. Dann kriegst du schon mal eine Noten besser. Hab ich gehört. Hab ich gehört. Foxy, mir leider jetzt ein Herz hält mir hin, gut. It doesn't take a end. Mr. Foxy, Trivia-Zeit, weltweit werden jedes Jahr über 100.000 Organe transplantiert, davon über 10% illegal. In Bangladesch verkaufen Leute häufig ihre Nieren für 1.400 bis 1.900 Euro, Alter. Während die auf dem Schwarzmarkt teils über 200.000 Euro kosten. Schöne Welt. Wieso kaufen sie sich dann nicht, leihen sie sich nicht ein Ticket und verkaufen es da für 200.000 und fliegen einfach wieder selber heim? Weiß ich nicht. Finde den Fehler, Alter. Foxy, merci dir, wie immer. Bullshit, Petty. Bin ich da richtig beim Blutspenden? Ja. Absolut. Du musst nur angreifen, dann schneidet das Herz aus. Aber zuerst die linke Lunge, dann die rechte Lunge, dann die linke Niere, dann die rechte Niere. Und dann, ja, egal. So. Jetzt schauen wir mal. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Warum sehen Sie nichts? Weiß ich nicht. So, wunderschön. Wieso braucht das aber so lang, bis man das Spiel sieht? Das ist immer komisch. War irgendwie schon immer so. Aber egal, was haben wir mir? Fanatische Fleischfetischisten, Hardcore. Das letzte Mal aufgehört, gespielt haben wir vor einer Woche. Wunderschön. Lassen wir einfach mal und dann schauen wir uns die ganze Gaudi einmal an, wo wir stehen bleiben haben. Ich weiß nicht, dass wir Fuck gekriegt haben. Das weiß ich. Leon, merci dir. Wir waren eigentlich 5 Mann. Bei dem einen ist die Lichtmaschine komplett verreckt. Der muss jetzt daheim bleiben. Okay, das ist natürlich extrem ärgerlich. Oh mein Gott, Druck auf Pause. Wir müssen mal jemanden retten. Leon, merci dir. Busse aufs Nuss, aber jetzt wird gespielt, nicht mit Geld angeschmissen. Wenn Lungen weg, Patient tot. Proxy, das kann natürlich sein, da müssen wir ihm den linken Lungenflügel. Was nehmen wir ihm dann als letztes mit? Wenn wir die zweite Niere aussehen, dann ist ja auch hin. Ja, dann Niere, Lunge und Herz. Und dann ist er tot. Also wir kriegen maximal 3 Organe. Wer ist denn jetzt er da gleich wieder? Das ist der Kami Racer Kasai. Männlich, bla 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 bla, bleeding out in 3 Stunden. Die Gobaru bla bla Familie. Mag uns die? Weiß ich nicht. Schauen wir uns das einmal an. Gobara-Familie feindlich. Da steht gar kein Wert nicht drunter. Haben die forever feindlich. Ja, dann nehmen gefangen. Wo ist er? Da haben wir auch noch einen Gefangenen. Ja, dann nehmen gefangen. Das sagt er ich. Und dann schneiden wir ihm das eine oder andere. Der Mann von der 10. Ach, das war der Mike, gell? Ja, das wird nicht helfen. Ich weiß nicht, was das soll. Das ist der Mike, ja. Ich erinnere mich schon noch. Oder wieder, besser gesagt. Aber wir kämen. Was soll man da mit dem? Ich weiß auch nicht, soll man konvertieren? Das war eigentlich schon. Was kann der so? Bio. Der kann gut pflanzen. Und Nahkampf kann er auch. Und Kunst kann er. Ja, dann der man gefangen nehmen und der man bezirzen. Elena! Fange Holzfäller ein. Was tut denn die Elena gerade? Wo ist denn die Elena? Elena! Die ist gerade bei den Viecher drin. Oder eine Pfeilbogen in der Hand. Warum hast du eine Pfeilbogen in der Hand? Ach, du bist auf der Jagd. Okay. Ja gut, machen wir mal ein bisschen schneller. Außerdem, was haben wir denn sonst noch so? Da müssen wir noch einen Boden verlegen, da müssen wir noch ein Zimmer bauen und dann müssen wir unseren Bauernhof weiter dahinter bauen. So. Und dann können wir langsam mal anfangen, also so einen richtigen Zaun rundum zu bauen und dann müssen wir so eine Art Killbox bauen, wo die Angreifer reinkommen. Wird nicht einfach. Haben wir jede Menge zu tun. Was ist da los? Oder wieder Waschbär geschlacht. Franzi, schlacht sauber den Waschbär her, so ist recht. Wir haben Fleisch, wir haben Hai zum Saufuttern. Schau, da ist sie ganz stabil aus. Fackeln haben wir. Oh, schau, das kleine Babyfackel ist schon eins größer geworden. Oder? Schon größer geworden. Ich würde schon sagen. So, was ist jetzt mit der Elena? Bringst du jetzt du mit den anderen heim da, oder was? Machen wir ein wenig schneller da. Machen wir ein wenig schneller da. Weil ich gebe mir Musik. Miau. So, dann tun wir da rein. Dann ist Zins. Wo ist Zins? Die muss gleich kommen. Was
Was tun die? Entfernt Dreck. Du sollst keinen Dreck entfernen, du sollst ihn da priorisiere behandeln. Wie viel Kräuter haben wir noch? Unsere Medizin geht auch langsam aus, 6 Stück noch. Sollte man eigentlich mal anfangen, da ein paar Sachen zum Ernten. Das sagt der ich. Haben noch ein paar. Ein bisschen da umeinander düsen. Da schon hin. Nehmen wir die 3 mit, 4 mit, gelangt dabei schon. Die wächst dem schon noch. Was haben wir da? Auch noch nicht ganz fertig. Kriegen wir schon. Da, 10. Oh, der hat Ambrosia dabei. Was ist denn da gerade Ambrosia? Müssen wir schon lesen. Eine weiche, seltene Frucht. Ambrosia ist köstlich und verursacht ein subtiles, stimmungssteigerndes chemisches Rauschgefühl. Wenn es jedoch zu oft konsumiert wird, kann es eine leichte Sucht erzeugen. Naja. Wir müssen warten, bis unser Rauchblatt... Unser Rauchblatt ist fertig! Jetzt können wir endlich die sauberen Dübel reinrauchen! Jetzt pass mir auf, es gibt da eine Drogenrichtlinie. Da, jetzt pass auf. Drogenrichtlinien, Richtlinie, soziale Drogen, keine Drogen, machen wir mal soziale Drogen. Da Bier, heißt das da? Für Abhängigkeiten, benutze diese Droge, um den schon vorhandenen Suchtbedarf zu decken. Rauschblatt-Joint. Jetzt pass auf, das ist ja Nutzung zur Entspannung. Ja. Geplant. Benutze diese Droge nach einem festgelegten Zeitplan, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Das heißt, man kann es zwingen zum Rauchen. Ja, das darf ja jeder für sich selber entscheiden. Hauptsache, machen wir mal ein paar Dübel daheim. Das ist einmal wichtig. Ja. Birger ist sauber am Anbauen. Elena hat erfolgreich ein Tier gezähmt. Es ist ein Alpaka! Deine Kolonisten nennen es Alpaka! Nummer 2. Geil! Wir haben Alpakas jetzt! Wo der man die hin? Da, wir haben schon 2 Alpakas! Ja, super geil. Möchtest du mehr im Leben? Brudi, was willst du mehr im Leben drin? Ah, links da. 2 Truthähne, 2 Fackeln, 2 Alpakas. Was brauchen wir jetzt noch? Jetzt sehen wir mal den Zaun erweitern. Das sagt jetzt einmal ich. Jetzt pass auf. Dann machen wir mal Strukturen, Holzzaun. Mei, wie lang ist denn der Teufel? 19. Dann machen wir da hinten auch 19. Das war so. So. Braucht ihr auch 2 Eingangstür? Ja, eigentlich schon. Aber machen wir so. Machen wir so. 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 Wunderschön. Dann machen wir eine Tür. Die machen wir, wo haben die da? Man sieht da die Türen nicht gescheit, gell? Die glaube ich haben da genau in der Mitte drin. Machen wir so. Und so. Und dann brauchen wir noch so ein Schuidel. Wo ist denn das Schuidel-Ding gleich wieder drin? Dass man sagen kann, hey, Viech. Wo ist denn das gleich wieder? Egal. Machen wir es so. Mit O kopieren. Gehen wir daher und daher, damit wir sagen können, was für Viecher das sind. Wie viel Holz haben wir noch? 515, das wäre wahrscheinlich nicht ganz gelangen. Also gehen wir mal daher, Befehle, Holzhaken. Holzhaken, mal die Scheiße da weg. Wir brauchen mehr Holz. Da und da im Weg. Passt auch überhaupt nichts. Muss alles weg. Alles muss weg. Wir können gar nicht viel genug Holz haben. Herr Hademann! Nein, Nademann! Entschuldigung! Medizinischer Notfallchefe! Wo? Oh, tatsächlich. Naja, das ist aber der Kasei. Dem kann ich nicht helfen. Der ist, was das ist. Was hat denn der? Achtung! Ambrosia sucht 5%. Toleranz erheblich. Blutverlust extrem. Hals, Kratzer. Ja, der ist ja total im Arsch. Der wird schon wieder. Wenn er nicht wird, dann frisst man. Alarm! Was? Zents verregt? Wieso verregt denn Zents? Bist du besoffen? Der feiert überhaupt nichts. Da, der Schussnarbe hat's, ja. Aber sonst. Hobi! Noch ein paar Viecher mehr und du kannst Weihnachten als Krippenspiel nachspielen. Ja, wir arbeiten dran. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass dieser Raum für die Viecher zu klein wird. Langsam aber sicher. Dann bauen wir mal da noch Schlafplatz leer. Da und da. So. Was mich noch ein bisschen stört, wir haben ja da ja Trockenfutter zubereiten, Kreaturschlachten. Ja, der macht aus dem Heu, warte mal, Heu. Frisches, nein, nur Heu, okay. Es ist so, warum kann man nicht irgendwie einstellen, dass halt, ja, wir haben jetzt da Kreaturschlachten, solange wie es halt geht, aber wir haben jetzt keine Materialien, dann springt er weit zum nächsten. Geht das nicht?
kann man das nicht irgendwie... Ich weiß es auch nicht. Wiederhole für immer. Wiederhole für immer. Ich kann nicht sagen, ob es das bedeutet oder nicht. Ich weiß es nicht. Alle den Schluff außer der Birger, der pflanzt Kartoffeln noch schon hin. Das mag er. So, jetzt machen wir ein bisschen mehr Speed. Die Dinger tragen wir weg. Weiß das irgendjemand von die Rimworld-Profis da herin? Ob man das könnte, wenn man möchte? Was haben wir eigentlich so für Bedürfnisse? Aas ohne Tisch, heiliges Tier gestorben! Ah! Weil der Extremmann, press F for Respect im Chat, weil der Extremmann gestorben ist. Und hat leichte Schmerzen. Warum hat denn der immer leichte Schmerzen? Weil die Scheiß, wir konnten in der Schussnarbe immer Schmerzen sein. Das ist ja voll behindert. Und dann machen wir ja einen Holzhax. Details, Radius. Was? Jetzt mal so. Was? Details? Was für Radius? Details, Radius. Materialsuchradius. Aber was ändert der dran, was für eine Priorität dann wichtiger ist? Und so wie der Schlachttisch eingestellt ist, werden Tiere geschlachtet, solange Kadaver da sind. Ansonsten machen sie Trockenfutter. Mr. Dragonfly, das ist genau, was ich hören wollte. Das ist genau, was für eine Frage, die ich mir gestellt habe. Herr Dragon, press Triple F für Herrn Dragonfly, das ist genau, was ich gemeint habe. Mach halt einen zweiten Tisch fürs Futter erzeugen. Das ist natürlich auch eine Idee, ja. Aber ich denke mal, das war ja komisch, wenn das nicht so auch funktionieren würde. Okay, da bin ich jetzt aber auch gespannt. Wer ist unsere Köchin? Ich glaube, Franzi. Die müsste eigentlich bei Heu. Heu hat's wie Heu. Quest aktiv, Schiff zu den Sternen. Oh mein Gott, das ist Endgame-Quest, glaube ich. Ich lese mal vor. Schiff zu den Sternen. Eine freundliche KI aus deiner Vergangenheit namens Charlon Whitestone hat dir eine Nachricht geschickt. Er erzählt dir, dass er ein Raumschiff auf diesem Planeten versteckt hat und übermittelt dir die Koordinaten. Das Raumschiff ist aktuell im Tiefschlafmodus. Dort angekommen musst du es in Gang setzen und anschließend Raider abwehren, die versuchen wollen, das Schiff zu stehlen, bis die Startsequenz abgeschlossen ist. Wenn es dir gelingt, das Schiff vom Boden abzuheben, wird Charlon Whitestone dich aus dieser Randwelt herausfliegen. Und dann mal Überfahrt von hier, springe zu gelandetes Raum. Da müssen wir jetzt mal schauen, wo das ist. Warte mal. Alter, wo sind wir denn wir? Brudi, wo sind wir denn wir? Wo sind wir? Mach mal weg! Ich weiß gar nicht, wo wir sind! Haben wir das da mir? Kann das sein? Na, was ist denn das, Alter? Mach das weg! Da. Nein, das ist Braselton. Scheiße, wo waren wir da? Ich hab doch kein... müssen wir da sein, hä? Ist das da unser? Unga Bunga! Unga Bunga! Das ist für ein weiter Weg bis da oben. Also du brauchst schon... Dauert schon eine Zeit lang, bis wir da... Über der Straße geht es natürlich schnell. Aber wenn wir mir da querfeldein umeinander nomadisieren, so habe ich noch nie gespielt. Ich weiß nicht, wie schwierig oder einfach das ist. Können wir ja mal da her. Warte, ich schau gleich. Ghost Hunter, ich schau gleich nach. Sorry, ich muss nicht messen. Alter, das ist massiv weit. Gesamte Reisezeit 19,5 Tage, das ist voll lang. Das geht da oben dann geht es da über die Straße, ja, die ganze Zeit der Straße entlang. Man muss sich halt da von Kolonie zu Kolonie hangeln und da vielleicht plündern, ausrauben und so weiter. Oder man kauft das 9-Euro-Ticket, richtig. Tja, ja, es ist Endgame. Absolutes Endgame. Ich fürchte, das werden wir im Stream nicht erleben, aber egal. Ghost Hunter! Mit Doppelklick kannst du mehrere Pflanzen, auch Objekte desselben Typs, im Bildschirmbereich auswählen und somit mehr Pflanzen zum Ernten freigeben. Das weiß ich. Das funktioniert bei da zum Beispiel schon einmal nicht. Und wenn ich Doppelklick auf einen Baum mache, geht das auch nicht. Und da geht es zum Beispiel. Bei den Steinen weiß ich, bei Objekten geht's. Bei Holz geht's. Aber mehrere Bäume und mehrere Pflanzen geht's halt nicht. Oder mache ich da auch wieder irgendwas falsch? Bitte schreibt sowas in den normalen Text, das müsst ihr mir nicht donaten. Um Gottes Willen, Kinder. So, 10, bauen Sie mir einen sauberen Zaun her. Was tut denn Franzi? Du jetzt mal da. Die kocht dann auf. Ich weiß nicht, warum es schon wieder kocht. Schauen wir mal Wildtiere. Was haben wir noch alles? Da haben wir noch Alpakas. Die da wir alle zähmen. Puma, Luchs, Waschbären. Waschbären, der wir jagen. Orchkatzel haben wir. Muffalos. Oh, leck, 2 Muffalos. Warten, der Wahnsinn. Aber da haben nur Weiberl. Ein Weiberl können wir nicht brauchen. Nein, Weiberl können wir nicht brauchen. Oh, Esel!
Der haben wir auch zähmen. Aber wir brauchen was zum Essen. Wir brauchen mal was zum Essen. Was fressen wir? Ich weiß auch nicht. Sollen wir die heiligen Viecher fressen? Nein, Ratzen, Hosen. Wir können schon einmal probieren, so ein Muffalo zum Jung. Probieren wir es einmal. Probieren wir es einfach einmal. Ah, das hat eine 10%ige Chance, dass es aggressiv wird und dann der schluckt es uns halt. Dann haben wir verkackt, aber wir probieren es. Der Bonsai-Baum ist verrottet. Das finde ich nicht gut. Finde ich nicht gut. Da haben wir auch noch diesen komischen DLC-Samen da, den wir noch nicht abgebaut haben. Ich weiß nicht warum. Da muss man, glaube ich, eine bestimmte Pflanzenfähigkeit haben, dass man den abbauen kann. Aber das kriegen wir schon. Das kriegen wir schon, das kriegen wir schon. So, jetzt passen wir auf, Obacht, was wir eigentlich mit dem Salas, den wir auch schon rekrutieren. Warum rekrutieren wir? Oh, der kann auch so viel. Der ist sozial, intellektuell, kann konstruieren, hat Nahkampf und Fernkampf. Na, wieso rekrutieren wir den? Das verstehe ich nicht. Wir sollen einen Kasai wenn dann, der wir den rekrutieren. Das ist oder? Wer war? Männlich, sozial, Freund von der Helena. Geliebter ist Sam Crozins vom Kasai, also der Mike, aber hat eine Meinung von -25, also die Ehe geht schon eine Zeit. Also gut, da müssen wir es umstellen, das hilft nicht. Da müssen wir einen Kasai, pass auf, den wir rekrutieren und einen Salas. Was der wir mit dem Salas? Sollen wir ihn versklaven? Da, Sklavenpreis, 1050. Oder war der bei der freundlichen Fraktion, schreibt gerade jemand, da müssen wir schon schauen. Independent Weltraum Immigrant. Der ist bei gar keiner Fraktion. Der glaubt bloß und nein, nicht speichern. Oder soll man essen? Aber so ein Sklave war schon lustig eigentlich. Sklave hört sich gut an. Ja, dem kann man auch so ein lustiges Sklavengewand machen dann. Das schaut voll super aus. Ich hab's schon mal gesehen, ihr noch nicht. Ja gut, dann hier Gefängnis, Widerstand reduzieren, versklaven! So. Wie ist es jetzt so? Muss man den da erst überzeugen davon, dass er Sklave wird? Oder wird er jetzt einfach, fuck you, du bist jetzt Sklave? Ich meine, wie hat er sich das Sklaventum vorgestellt? Ich weiß jetzt auch nicht. Auf alle Fälle müssen wir ihm noch ein Zimmer bauen. Das weiß ich. Ha? Da gibt es ein Sklavensammellager. Das ist quasi erst... Nein, sag's nicht, Birger. Sag's einfach nicht. Da sind 3 Dinge dazwischen. Das war 1, 2, 3. Ja, dann bauen wir da eine Bude her. Wie groß ist die? Machen wir so. 27. Ja, aber das ist ja auch ein Kass. Machen wir so mal 10. Hoppala. Haben wir uns leicht verbaut. Dann bauen wir mal noch eine Tür. Bauen wir da her. Dann haben wir zumindest einmal einen neuen Raum. Das ist schon mal nicht schlecht. So. Da haben wir auch gleich noch einen Raum. Für irgendwelche zukünftigen Sachen. Ah, das wären unsere Zimmer. Die gehen einfach da so entlang die ganze Zeit. Ah, Zins tut fleißig bauen. Zuerst mal einen Baum abreißen. Schaut sowieso nicht. Holz können wir sowieso brauchen. Wunderschön. Ja, aber läuft schon. Haben wir uns schon so ein Risiko eines leichten Zusammenbruchs bei der Zins. Warum? Was feiert denn der Zins schon wieder? Zins, was ist denn schon wieder? Leichte Schmerzen, Entspannungsmangel, unansehnliche Umgebung, verschwitzt, Aas ohne Tisch. Ja, grutze fix, wenn ihr jetzt blöd seid, dass ihr euch auf die Holzkisten an den Tisch sitzt, dann kann ich euch gar nicht helfen! Ihr Spackos! Ich darf mich freilich von der Elena züchtigen lassen. Bist du Alpaka? So, Tierklappe aus Menschenhaut. Wie viel Menschenhaut? Oh nein, nicht da hin. Wie viel Menschenhaut haben wir? Haben wir genügend Menschenhaut? Ja, 72. Wie viel brauchen wir? Menschenhaut? Wir brauchen 25. Jawohl. Ah, die Menschenhaut, die sparen wir uns für die Viecher. Ah, den bauen wir jetzt da einen Ausgang und da einen Ausgang. Kriegen wir schon. Kriegen wir schon. Muss alles ein bisschen schneller gehen. Die komischen Steine da, tun wir das davor tragen und das tragen wir davor. Wie viel Platz haben wir noch auf unserer Müllhalde noch? Nimmer so viel. Dann müssen wir die Zone größer machen. So, wunderschön. Menschenhaut für Sklavenoutfit. Sprenge, du hast es ja fast. Du brauchst für jeden einen Stuhl am Tisch. Hat da jeder seinen eigenen Stuhl? Das war doch noch nie so. Also das war halt wirklich noch nie so. Dann der wir halt einmal, weiß ich nicht. Der wir halt einmal neu montieren. Ja. Neu montieren da ins Eck auf.
Sau 2 hat ein Junge. Babyschweini! Da ein Babyschweini! Ferkel Nummer 1. Babyschweini. Babyschweini. So, wie viel Schweindel soll man eigentlich haben, dass die ist ja schon wieder schwanger? Sag mal, die Vögel nicht facken. Nochmal ein Ferkel. Es war ein Zwilling. Jetzt haben wir 3 Babyschweine. Und der Truder noch gerade geschmunkelt. Schaut dir das so. So viele Babyschweine. Aber die Babyschweine, die laufen einfach überall umeinander. Müssen wir es doch abtrennen. Irgendwie. Gescheit. Weißt du jetzt auch nicht. Babyfucky. Müssen wir den Raum da drin abteilen. Ja, das werden wir auch tun. Sag ich dir, was es ist. Sag ich dir, was es ist. Den drehen wir mir ab. Da können wir nix. Machen wir so. Futter. Oh, Scheiße, jetzt habe ich die Futterstelle gelöscht. Ja, ist ja wurscht. Machen wir so. 1, 2, 3. Dann schaut das gut aus. Wunderschön. Die müssen abdrehen sein. Es hilft uns nichts. Ambrosia-Hain. Wo? Alter, schaut dir das an. Da ist einfach ein Ambrosia-Busch mitten auf der Map irgendwo da gekommen. Aber der muss erst noch wachsen. Hey, erinnert's mich ans Ambrosia, das müssen wir abbauen. Das kann man mit Sicherheit sauteuer verkaufen. Jetzt mir gekauft. Ja, aber es nimmt schon Form an. Ah, schaut ein bisschen aus, da haben wir letztes Mal schon wie so ein Faster than Light Schifferl. Aber das passt schon. Versklavt! Wo ist denn? Salas, Speer, zu Ort springen. So, Mr. Salas. Du kannst bei den Viecher schlafen. So, Sklaven schlafen bei den Viecher drin. Das so ist, was ich weiß. Bauen wir mal ein Bett. Wir müssen mal ein bisschen ausbauen, ne? Das müssen wir ein bisschen breiter bauen, weil die Viecher brauchen ja draußen nicht so viel Platz. Da jetzt ich sagen. Oder? Das ist der Raum da so klar. Das ist auch ein Kass. Wir dürfen da jetzt am Plänen, ohne das abhauen. Bitte mach die Tipps oben rechts auch. Wie macht man die aus? Wie macht man Tipps aus? Ich hab da noch nie aufgepasst da oben. So? Muss ich das jetzt mal... Ich verstehe nicht, warum die immer noch kommen. Ich hab das doch schon ein paar Mal gespielt, so ist es nicht. Du brauchst noch einen super Fick-Laser 2. Oh, den geht schon wieder ins Bett. Hau die eine habe du weiter. So, wie dürfen da jetzt am Plänen? Einstellungen. Szenario-Einstellungen. Ich hab keine. Wieso hab ich da keine. Bin ich blöd oder was? Optionen. Lernhilfe. Aus! Dankeschön! hab ich noch nie aufgepasst drauf. Ich sag das, was es ist. Also, die Storner tragen wir aus und dann müssen wir mindestens 2 da so umbauen. Sag ich dir, wie es ist. Den der wir weggeht, den können wir dabei noch stehen lassen. Was nach hinten können wir ja nur ausbauen. Ich darf jetzt auf alle Fälle so machen. Ja, und da machen wir genau das gleiche. Und dann kriegen wir das schon. Stickerl für Stickerl. Müssen wir ausbauen, das hilft uns alles nichts. Kinder, das hilft uns alles nichts. Bauen wir da die Viecherklappen wieder hin. Wir sind auf die mündliche Prüfung mal lernen, aber schau lieber dir beim Zocken zu. Der Oberfeldwebel, alles richtig gemacht. Ja? Sagst, wenn du verkackst, der Bürger ist schuld. Ich nimm's, bin ich gewohnt. Du hast einen Chat, du brauchst keine Lernhilfe, das stimmt. Was ist denn das Risiko eines schweren Zusammenbruchs? Oh mein Gott, Zenz ist total fertig! Was ist mit dir, Zenz? Zenz! Was ist da alles los? Berauschtes Leben fehlt. Ja, dann raucht er eine Ei. Zuweisung, soziale Drogen, Zenz. Ja, dann müssen wir Drogenrichtlinien verwalten, das hilft eh nicht. So, soziale Drogen. Jeden Tag. Nur wenn Stimmung unter alle, nur wenn Entspannung unter alle. Haut es euch rein. Gib ihm. Wir haben doch jetzt Rauchblatt, oder? Das liegt da umeinander. Warum kann ich das frisch ungekühlt? Verdirbt. Ah! Nicht verderben! Hebe Rauchblätter auf. Kann Rauchblätter nicht wegtragen, kein Lagerplatz verfügbar oder frei erreichbar. Das versteht's nicht ganz. Darf man das da nicht... Da ist doch nur ein Lagerplatz. Darf das da nicht rein, oder was? Warte mal, Rauchblatt. Rauchblattblätter, Rauchblatt-Joint. Wie macht man einen Rauchblatt-Joint? An den Arbeitsspots.
Das wollte ich jetzt gerade, ich weiß, es gibt ein Drogenlabor. Warte mal. Drogenlabor. Aber, warte mal. Da kann man doch keine, braucht man da das Drogenlabor? Es reicht der einfache Arbeitsplatz. Dann machen wir doch einfach das. Dabei. Ja, wir kriegen schon ein Drogenlabor. Der hat sich ja nicht ab, aber wir brauchen noch mehr Räumlichkeiten. Und der haben einfach einen Arbeitsplatz, den haben wir da her. Und dann Aufgaben. Das muss man extra. Ich habe mich noch nie mit den Drogen, ich habe noch nie in dem Spiel Drogen benutzt. Ich sag das, wie es ist. Weil ich mir immer gedacht habe, das ist bloß das schlecht. Rauchblatt, Joint hernehmen. Wiederhole für immer. Zu was für einer Aufgabe gehört denn das? Kann das zum Beispiel die Franzi und nicht Handwerk? Okay, wir brauchen einen Handwerker. Wo ist Handwerk? Handwerk! Da haben wir mir die Zents schon wieder. Zents! Du musst ja bauen. Und Steffi, was machst du eigentlich sonst so außer putzen und Sachen umeinander tragen? Dann tust du Handwerkern, so schaut's aus. Jawohl! Steffi, du musst uns mal einen sauberen Tübe dran jetzt. Wo bist du denn? Da ist. Was tut's denn? Ja, sie holt das Rauchblatt schon. Wird der Dübel dreht, schau hin. Glaubenskrise. Der Kasai oder Glaubenskrise. Der Geist von Kasai wurde gebrochen. Das Ergebnis davon ist, dass er jetzt erst einmal alles in Frage stellt. Kasais Glaube an angeheiterte Feier wurde auf 23%. Okay. Der Kasai, Mike, wir kriegen die schon noch. Ne? Und dann baue ich ein Doppelbett, die unter 10. Und könnt sauber hier. Was ist denn mit dem Salas eigentlich? Der schläft bei den Viecher. Er schläft dann einfach wirklich im Stall bei den Viecher. Warum nicht? Warum nicht? Jetzt liegt jetzt da ein Joint umeinander, oder was? Da, der Bierger für sich rein! Was hat er jetzt da? Kriegt er da was Tolles? Völlig entspannt. Alter, das ist die beste Scheiße, Alter. Eine Eierkisten für einen Gubbel brauchst du auch noch. Stimmt, es gibt eine Eierkisten. Das habe ich ausnahmsweise mal gewusst, aber natürlich nicht dran gedacht. Wo ist die Eierkiste? Ich weiß mal, Bonsai, Topfproduktion, diverses, da ist nicht. Möbel, Tierschlafkiste, ne? Wo ist denn das drin? Temperatur. Oh, wir haben ja mittlerweile ja eine Heizung und so. Wo ist denn das drin? Oder muss man das wieder suchen? Eierkiste! Wo tun wir die Eierkiste hin? Wo platzieren wir die? Ja, da in Eck und herunter weiter. Einfache Mahlzeit im Lager ist verdorben. Das ist auch sicher ein Scheiß da. Wir brauchen mehr Strom. Was tut denn unsere Forschung eigentlich? Solarmodule. Mach einmal ein bisschen schneller da! Wie viele Dübel haben wir denn schon? Wir brauchen mehr Dübel! Bei Diverses soll jetzt sein. Ja, tatsächlich, da eine Kiste aus Holz. Ein Polarlicht! Ein wunderschönes Polarlicht erhellt den Himmel. Die wellenförmigen Farben haben die Laune aller, die sich draußen aufhalten und sorgen dafür, dass die Nacht etwas heller erscheint. Das ist aber zuckersüß. Lieb. So, alle unsere Viecher schlafen. Wieso schlaft denn da ein Ratz? Kann man das irgendetwas sagen? Haben wir mir... Alter, ich hab Ratzen gezähmt. Ich hab einen Hasen und Ratzen gezähmt. Ja, Kinder, dann müssen wir die aber leider schlachten. Hase, schlachten. Ratte, schlachten. Die fressen uns bloß das Zeug zusammen. Mistviecher. Der Rauchblatt hat jetzt einen Platz, das schaut gut aus. Berauschte Feier durchführbar. Jetzt können wir Kifferfest feiern. Was ist da? Tommy! Hey, Alter! Just Mercy, Alter! Merci für deinen Zwickelbussi aufs Nussi. Jedes Jahr am 14. August findet ein Laternenfest namens Berauschte Feier für die Anhänger der Ideologie Bürgerismus statt. Um das Ritual zu beginnen, musst du ein Fokusobjekt auswählen und auf Starte Berauschte Feier klicken. Folgende Fokusobjekte können verwendet werden. Ein brennendes Lagerfeuer oder ein Ritualplatz. Der Platz muss im Freien sein und mindestens 25 Zellen ohne Dach haben. Okay. Der Abschluss des Rituals hat folgende Effekte. Je nach Ritualqualität erhalten Teilnehmer zwischen -3 und +10 Stimmung für 6 Tage. +10 war heute der Wahnsinn. Die Qualität des Rituals ist abhängig von der Teilnehmerzahl und vom Ritualverlauf. Läuft ab in 9 Tagen. Das heißt, wenn jetzt die Sonne aufgeht, dann machen wir sauberes Kifferfestel. So schaut's aus. Und zwar starte Kampf der Macht, starte Rollenwechsel, öffentliche Hinrichtung, starte berauschte Feier. So,
Wie schaut es jetzt da aus? Ah ja, erwartete Qualität ist bei 85%, das ist doch gut. Niedrige Erwartungen, Teilnehmer 6 von 10 und so weiter. Ja. Ist jetzt das, wenn man mir, pass auf, da hat es geheißen, im Umkreis von 25 Felder darf nichts sein. Also kein Dach, und da war ja ein Dach und das sind mit Sicherheit 25 Felder im Umkreis. Kann man den nicht dann da oben bauen oder so? Und dann ist es besser. Da haben wir den hier, machen wir so. Berauschte Feier, nein, ist auch 85%. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob das, ich weiß es auch nicht. Naja gut, dann lassen wir Zeit ablaufen, sobald die Hauptmannschaft wach ist, wird sauber einer reingetiftelt. Aber da brauchen wir da nicht erst. Brauchen wir da Joints? Ausgeschlossen? Brauchen wir dazu Joints? Ich weiß es nicht. Joints haben wir keine. Kann man die da auch drin lagern? Ich weiß ja nicht. Rauchblatt-Joint, ja. Und ein größeres Lager, ein gekühltes, darf man auch mal bauen. Polarlicht, Gehege nicht umzäunt. Wie? Wie Gehege nicht umzäunt? Ihr Besuch von Uhus. 10. musst du schneller bauen. Man braucht keine Drogen, um Spaß zu haben. Ich sehe jetzt da aber auch nichts. Jetzt müssen wir mal warten, Franzi, wenn wach wird, dann soll sie mal schnell einen Dübel dran. Wie sie das hört. Und dann schauen wir mal, ob sich das Ritual irgendwie ändert. Weil ich erinnere mich, dass man da gibt es mehr Optionen dazu. Also mehr. Ja, du hast schon wieder Fuck gefangen, schon, der Salas. Salas, der Fuck-Gebändiger! Für das bist du gut genug. Was tut denn der eigentlich den ganzen Tag? So, Feuerwehr, Patient, Bettruhe, Hilfsarbeit, Tierpflege, lass bloß die Viecher in Ruhe. Kochen, bloß nicht. Bauen. Bauen kannst du mal, Transport und Reinigen. Da, du putzt. Du putzt und baust. Putzen und bauen. Franzi, wo bist jetzt du? Wie lange schlafst denn du, sag einmal? Franzi, schlaf einmal schnell. So, Gissen, brav. Holt sie sich eine Mahlzeit und fängt das Kochen an. Nein, ach, da ist Steffi. Warte, Steffi und nicht Franzi. So, die baut sich jetzt einen Dübel, pass auf. Den legt sie jetzt da rein. Okay. So, dann starte berauschte Feier. Und schon haben wir 100%. Aber warum? Warum haben wir jetzt 100%? Weil die niedrigen Erwartungen jetzt auf einmal plus 30% sind. Das kapiere ich jetzt nicht ganz, muss ich ganz ehrlich sagen. Bubatz Express, wie heißt du dir? Wenn du einmal Joint sagst, kommt der bayerische SEK rein, dann nimmt die mich. Wahrscheinlich passiert das, ja. Ja, wir starten jetzt unsere berauschte Feier, schauen wir, was passiert. Merci für den Euro. 3, 2, 1, los geht's! Also, komm, stell dir vor, du machst eine berauschte Feier und es kommt keiner. Was tun sie jetzt? Was tun sie denn jetzt? Bauen sie sich jetzt Hippie-Hockerl? Was tun sie denn? Das Holz fressen, das Holz rauchen, was tun sie denn? Okay, cool. Das war Laternenfest! Und jetzt landen sie irgendwo und fangen zu brennen. Oh, wunderschönes Ritual, berauschte Feier! Oder das war der Wahnsinn schon hier. Die Veranstaltung war wunderschön. Die schwebenden Laternen gaben allen Teilnehmern ein Gefühl des Friedens. Jeder, der an dem Ritual teilgenommen hat, erhält +6 Stimmung für 6 Tage. Du hast 10 Rufpunkte für die Fraktion Union der Tororo erhalten. Aufgrund der folgenden Faktoren lag die Qualität des Rituals bei 85%. 6 von 10 Teilnehmern und niedrige Erwartungen jetzt doch wieder +15%. Das ist ein bisschen verwirrend. Verwirrt mich ein bisschen, aber nicht so tragisch. Der mal mehrere Dübel bauen. Mehrere Dübel, da, das hat er's, baut sich sauber ein Ei. Hey, hab ich Sklaven erlaubt, dass sie... Ja, wobei, lassen wir die Sklaven sauber ein Ei rauchen ins Maul, dann machen sie keinen Aufstand, das ist wichtig, ja? Gib ihnen Stoff. Edeltraut, oh Edeltraut, du hast dein Saugut groß erbaut. Ja, das dauert wirklich nicht mehr lange, dann klopft's. FBI, open up! Polish SEK, mach auf!
Was haben wir da? Heilwurzel, 92%. Wie weit ist da? Die Rauchwolle, das zweite Feld, Rauchbladel ist auch gleich fertig. Alter, wir können uns die Dieben Dieben, dass du sagst, leck mir am Arsch, kommen der Dieben Dieben. Was ich jetzt da tue mit den Aufgaben? Man hat da auswählen können, man kann gleich 4 auf einmal bauen. Produces. So, hier 4 auf einmal, wiederhole für immer. Und baut sie nämlich, die kann dann, sie baut mit jeder Hand gleichzeitig 2. Absoluter Pro-Gamer. Steffi! Sehr gut. Dauert natürlich viel länger, sieht man da an dem kleinen Progress-Balken im Übrigen. Was ist denn mit der Zenz schon wieder? Zenz, warum bist du den ganzen Tag lästig? Hohe Erwartungen, du kannst mich mal, kannst du mit dir und einrauchen. Das darf ich hier mal feiern. Wo ist der Dübel? Da ist er. Hebe Rauchblatt-Joint auf, rauche Rauchblatt-Joint. Zenz, jetzt klang's mir dann mit dir. Der Salas baut schon weiter. Den reißen wir ab. Gehen wir auf Befehle, B. Die Bäume müssen weg. Ansonsten wachsen darf alles. Das fressen die Viecher dann zusammen. Und dann passt es. So, dann brauchen wir langsam aber sicher da noch ein Zwischenwind. Und da noch ein Zwischenwind. Und dann schaut das gut aus. Dann sieht das gut aus. Dann haben wir 4 Gehege. Das war, weißt du, was mich so richtig hart triggert? Dass das da so. Dass das nicht symmetrisch ist. Triggert mich anders hart. Irgendwo ist es natürlich dadurch trotzdem symmetrisch, aber halt nicht in schön. Deine Gutmenschen finden Sklaverei nicht allzu geil. Wo? Bedürfnis? Sklaven in der Kolonie. Ja, mit -1 kann ich leben. Ja, und wenn das einmal mehr wird, dann schlacht man halt. Dann schlacht man halt. Der Mike ist immer noch Widerstand leisten, hat noch 12,9, dauert noch ein bisschen. So, jetzt müssen wir irgendwie festlegen, wo welche Viecher hinkommen. Na, das kann man eigentlich abreißen da. Was haben wir jetzt wieder gemacht für einen Käse? Jetzt können wir das abreißen. Und dann haben wir gleich viel mehr Platz für die Viecher. Viel mehr. Dann schlacht man einfach. Der Stand wurde beleidigt. Hat die dich gehört? Was ist der Stand? Welcher Stand? Hey, warum hatten auf einmal alle Leute so zufrieden? Weil es jetzt was zum Rauchen gibt, oder was? Ja, geil. Gefangener wurde versklavt. Aas ohne Tisch. Ja, sag einmal, Leute, wenn ihr alle zu blöd habt zum Fressen, dann kann ich euch auch nicht helfen. Hey, ganz ehrlich, B, neu montieren bei, stell den jetzt einmal da hin, das gibt's ja nicht. Du hast damit da, oh, der wir da und da noch ein Lichter, damit sie nicht in der Finsternis umeinander geiern müssen. Uzi! Wenn ich mir die Namen und Kleidung anschaue, konnte ich gar nicht drauf kommen, dass der Salas der Sklave ist. Auf einem politisch korrekten Stream. Irgendwo, jetzt was du sagst, irgendwo hast du recht. Na, jetzt seid jetzt auf! Fix Marileit, immer vom Spreewald, Dankeschön! Der Birger bin einmal wieder da, danke für die geile Unterhaltung. Jetzt mal Grüße aus der Stullen. Aus Stullen? Ich weiß nicht, wo Stullen ist, Alter. Ich weiß, dass das was zum Essen ist bei den Preisen. Aber sonst weiß ich nichts. Merci, der 10er ist zu viel. Seriously. Dankeschön. Musst aber im Stall auch noch Zaun abreißen und Wände bauen. Nikinator, ja, ich weiß. Dann ist ein kurzer Loch im Zaun. Das ist natürlich nicht so geil. Aber hilft jetzt eh nicht. Kann man da nicht, es wäre halt geil, wenn man das einfach ersetzen kann. Wenn man einfach drüber bauen könnte. Geht wahrscheinlich auch wieder irgendwie, bloß ich weiß nicht. Jetzt müssen wir Zeit ein wenig schneller laufen lassen. Der Birger pflanzt Sachen ab. Du sollst forschen! Wir brauchen mal Strom jetzt bald einmal! Grütze fix! Was? Forschen nicht möglich? Warum nicht? Forschen erfolgt langfristig. Das war übrigens der Sound vom Ryu aus Street Fighter. Hoppala! War versehen. Stullen ist in der Oberpfalz. Sag nicht Preisen, Stulle. Und Kotstulle, alle? Ich weiß es auch nicht. Leg mal einen Holzboden jetzt da ein, damit nichts passiert. So. Ja, das Gefangenenlager braucht keinen Holzboden. Braucht keinen Holzboden. Sag mal, haben sie das Ambrosia ins Maul geschoben oder was ist denn mit denen? Völlig entspannt. Rauchblattrausch. Du sollst doch keinen Rausch einrauchen! Rauchblatttoleranz gering. Rauchblattrausch 6 Stunden. Ah! Müssen wir vielleicht die Drogen doch ein bisschen, wie soll ich sagen, Drogenrichtlinie auswählen, soziale Drogen. So, Häufigkeit
Alle 2 Tage. Alle 2 Tage. Nur wenn Stimmung unter 50%. 50% ist super. Oder machen wir gleich, wenn es unter 25% ist, weil dann rauchen sie nicht so viel. Nur wenn Entspannung unter 25. Entspannung unter 20. Alle maximal. Passt, schaut gut aus. Der Koletzka schreit, habt ihr ein neues Thema für ein Kruzifix? Wie wäre es mit dem neuen Hiesen von den Mädels? Das sind doch keine neuen also du meinst die Hosen wahrscheinlich. Ja, aber was soll denn da gerade kurz, wie soll denn da wenigstens ein 3-Minuten-Video draus machen? Guter Mann. Wie stellen Sie sich das vor? Wieso kann ich da nicht hinbauen? Weil da Letten ist oder was? Was tun jetzt da? Kann man doch nicht Boden, jetzt warte mal, Boden, Oberfläche glätten. Wie tun wir das? Boden entfernen? Bodenrückgewinnung? Was kann man da? Was ist das? Hiesen. Was sind denn Hiesen? Oh mein Gott, Franklins Landminen greift und so. Oh mein Gott, der Nikita. Alles klar, Kinder, Schlägerei. Da haben Viertel. Schlägerei, kommt der direkt, oder was tut denn der? Kommt der direkt? Ich weiß nicht. Leute, wir gehen mal schlägern. Zwar alle. Da treffen wir uns. Da ist der Schlägerplatz. Kommt der direkt, oder was? Da warten wir. Wir warten da. So, wir hatten jetzt da was. Bogen, Pieler. Der Bierger hat wieder gar nichts. Warum hat der Bierger nichts? Ja, der Bierger muss baiten. Die 3 müssen baiten. Hilft uns nichts. Wo kommt denn? Da unten ist er. Was tut denn? Ach, der wartet noch, oder was? Auf was wartet denn? Dann bait man. So, zurück aus. Kommt schon. Der ist ja dumm wie 3 Pfund Fackeldreck. Das ist ein Witz. Das ist ein Witz. Was tut er denn jetzt? Spinnt der wegen oder was? Geht er wieder? Dann warten wir auf ihn. Ist mir wurscht. Machen wir mal ein bisschen schneller da, Mr. Nikita. Da unten krebst du umeinander. Wie ist denn eigentlich Grafik, wenn ich so weit rauszoome? Da wird wahrscheinlich kein Mensch mehr irgendwas erkennen. Nehme ich mal an. Ganz furchtbar schwierig. Auf zur Blutwiesen, Herr Simon, Sie haben absolut recht. Ja, kommt jetzt der heute mal noch! Oh, ist er schon unterwegs? Kommt er schon. So, ich beit den... Nein. Oh, jetzt habe ich Kacke gemacht. Ich habe Kacke gemacht! So, baiten. Ja, hat schon eine drin. Oh, der Birger ist ein wenig langsam. Ah! Der Salas hat doch nicht auf den Deckel gekriegt! Salas, nein! Salas, nein! Aber er schaut auch nicht mehr gut aus. Jetzt schießt es nicht zusammen. Ist er schon hier. Ah, wir haben ihn leider umgebracht. Ja, scheiße. Was tun wir jetzt mit dem? Essen natürlich. Birger, du holst einmal die Keule. Bewaffne dich mit Knüppel aus Stahl. Silas, was tust du? Du legst die... Weiß ich nicht, du isst erstmal was. Das ist okay. Wie schaut's beim Salas aus? Körper? Ja, hat nur. Was? Permanenter Bruch, Wirbelsäule. Wie? Der eine Keulenschlag hat jetzt eine Wirbelsäule gebrochen. Bist du besoffen? Ja, okay. Okay. Risiko eines leichten Zusammenbruchs. Jetzt rennen wieder alle durch. Dunkel, leichte Schmerzen. Wo ist denn da Dunkelzenz? Ich verstehe es nicht. Wo gehst du hin, wo es finster ist? Ja, natürlich ist da drin finster. Was soll jetzt da? Wie schaut es eigentlich mit deiner Konstruktion aus mittlerweile? Oh, 4,11 haben wir schon. Ja, wird schon. Tun Sie sich nicht hinunter. Zwei euch aber auch ganz dankbar, wenn ihr das Ding einmal fertig baut. Da. So, das da reißen wir ab. Ja, Silas muss wieder herhalten. Silas, was auch immer. Salas, du regelst das. Was ist mit dem Kasai eigentlich? Kommt jetzt der bald einmal zu uns da? Steffi tut wieder Dübel dran. Das ist recht. Ein paar Eier haben wir schon hier. Was sind denn das? Truthahn-Eier, befruchtet. Wie? Was suchen denn da Eier drin? Rohes Essen. Truthahn-Ei. Befruchtet. Ja, soll ich jetzt da... Eier befruchtet liegen da überhaupt nicht drin. Warte mal. Ei befruchtet. Es gibt ja mehrere Eier. Und wenn die befruchtet sind, dann möchte ich natürlich mehr Truthähne. Und nicht mehr Eier.
Und die ein Mandal lassen wir übrig, die anderen Mandal schlachten wir alle. Schon wieder 3 Babyfackeln! Nein, das sind immer nur die alten. Egal! Babyfacke ist Babyfacke. So, schaut gut aus. Ja, und der Stall wird schon. Brudi, der Stall wird schon. Es wird abgerissen. Dann erweitert man da. Dann erweitert man da. Und da. Dann schaut das gut aus. Wird schon. Bau um den Zaun, der weg soll, einen temporären. Dann kannst du die Wände bauen, ohne dass die Viecher abhauen. Das ist eine gute Idee. Das ist Breddelbrot eine gute Idee. Das machen wir jetzt von da nach da. Von da nach da. Von da nach da. Und von da nach da. Das ist eine gute Idee. Kannst du sagen, was du willst. So, der Salas schläft in der Eierkiste. Salas ist der geilste. Press F für den Salas. Der kennt nix. Du, der Salas, der kennt nix. Das können wir abreißen. Der ist so geil. Ich wollte ihn eigentlich dazu zwingen, dass er bei den Viecher schläft, aber er schläft einfach von selber bei den Viecher. Und er hat sich die Eierkiste ausgesucht. Geiler Typ. Das können wir abreißen, das können wir abreißen. Und dann schaut es doch ganz gut aus. So, der Bürger reißt Baum ab. Schön. Schön. Salas, bester Mann am Platz, richtig. Der regelt den Shit. Der braucht jetzt dann ein super cooles Sklavenoutfit. So, wir tun da mal auf alle Fälle mehr Stühle hin. Bauen wir halt da noch 2 Stühle hin. Und wenn irgendwann einmal jemand Skill genug hat, dann können wir vielleicht auch mal vernünftige Stühle bauen. Wo ist denn da ein Stuhl? Bin in Konstruktion 4. Ja, finally. Wir können finally normale Stühle bauen. Stuhl aus Holz. 1, 2. Wunderschön. Birger hat sich erstmal hingesessen und hat sauber einen reingeraucht. Was ist mit dem Salas eigentlich? Bitte? Oh mein Gott, der ist ja... Wie er aus Fleisch! Was ist denn mit dir? Du Sklavenkasperl! Aus Fleisch, ich bin voll unmotiviert. Okay, bye. Eigentlich soll er dir da deine 2 Arme amputieren und soll er dir deine eigenen Arme fressen lassen, du scheiß Spacko. So, Zaun noch reißen. Weg mit dem Schund. Wir haben einen Veganer versklavt, glaube ich, ja? Wo ist er? Salas, Bedürfnis. Bio, sozial. Da, angeheiterte Feier. Fleischessen ist verhasst. Rechte der Tiere. Dein Mann. Oh mein Gott, früher oder später müssen wir ihn leider hinrichten. Kinder, ich kann uns leider nicht helfen. Wir müssen ihn leider hinrichten. Das hilft uns nichts. Zug abgefahren. So, jetzt müssen wir entscheiden, wo wir die Viecher hindern. Da wir da schon die Eierkiste haben, werden wir da nur Truthähne rein. Was ist denn da überhaupt drin? Da, der Truthahn. Schwein aus. Dann da ich sagen, Schweine, der wir nach links oben. Tiere. Da haben irgendwie alle erlaubt, warum auch immer. Alles verbieten und machen wir Schwein. Schweinde. Und rechts oben haben wir Alpakas. Alles verbieten. Alpaka. Alpaka. Und was haben wir noch? Wir haben doch 4 Viecherarten gehabt, oder? Alpakas, Schweindel, Truthahn. Bin ich jetzt total blöd, oder was? Alter, wie viele Fackeln und Ebern und Schweindel haben wir? Das ist ein Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn. Dollars. Uzi, wenn ich geschert wäre, kriegt der Salas einen Cowboy-Hut aus Fackelhaut. Zur Not tut es auch der Menschenhaut-Cowboy-Hut. Dafür müssen wir jetzt einen Raum bauen, wo wir... Was ist denn das da eigentlich? Das nervt mich gescheit. Da muss ich jetzt so eine Ecke hauen, weil es nicht anders geht. Das nervt mich. So, was machen wir? Wir haben ja über 1000 Holz. Was sollen wir jetzt mal machen? Boden, Holzboden. Machen wir überall Holzboden da, wo wir uns aufhalten. Wichtig. So, Stroh. Machst du Stroh überall hin. So, damit das noch was ausschaut da. So, und Zeit wieder speeden. Abspeeden. Wir müssen mal ein bisschen mehr zusammenbringen, als wenn wir... Was, Ratzen? Nein, mittlerweile haben wir keine Ratzen mehr, die haben wir geschlachtet. Nur zum Essen haben wir auch. Ja, jetzt wird der Boden verlegt. 10, jetzt wird es zum Boden verlegen.
Zur Not machst du mal eine Pause, haust einen sauberen Dieb ins Gesicht, damit nichts passiert. Da, schneller. Und schau dir so, Salas und Zehns, die verlinkt im Bohnen, die hätte ich mal bei mir daheim einstellen sollen. Eigentlich, wenn der Salas, weil gerade jemand schreibt, warum liegt hier eigentlich Stroh, sollte man ihm so eine geile Sadomaso-Masken aufsetzen und wirklich da drin schlafen lassen. Ja, dann haben wir jetzt da herum haben wir Alpakas und da unten haben wir alles verboten. Da haben wir noch Platz für andere Tiere. So schaut's aus. Was? Ein Timberwolf ist hungrig und macht Jagd auf Sydney Katze! Ah! Oh, das ist ein Haus. Ja, aber was tue ich da jetzt? Der Wolf ist ja abhauen. Franzi, Steffi, Elena, Angriff. Oh, jetzt hat er einen Hosen gefressen. Ah, Steffi, nein, nicht gegen ihren Kämpfer. Ah, dumm. Ah, ganz dumm. Ah, ganz dumm. Ich hab nicht gesehen, dass die ein Messer in der Hand hat. Ah, Steffi, nicht sterben. Oh, Gott sei Dank, das war knapp. Oh, geh sofort ins Heilbett. Ja, rauch erst mal einen. Rauch erst einmal einen. Dübelst erst einmal sauber rein. Ah Gott, die ist bissen worden. Ganz schlecht. Ja, dafür haben wir jetzt einen Timberwolf. Weil lecken sehen, wenn wir zähmen kannten. Das war der Wahnsinn. Der ist ziemlich stark. Timberwolf rächt sich. Das war nix. Steffi, erst einmal sauber rein timpfen. Jawohl. Erstmal hier. Und jetzt halt ab ins Krankenbett. Jawohl. Und der 10. Aufgabe ist, die sofort zu verpflegen. Priorisiere behandeln. Du hast jetzt keine Pause da. Nix Pause. Dein Mann Pause. Hopp. Medizin geben. Schau mal, Körper bis Timberwolf verarztet. Wunderschön. Sehr schön. Schaut das gut aus. So, wir müssen mal ein bisschen mehr erforschen da. Ich sag das, wie es ist. Birger, du tust mir hauptsächlich Forschen und Feldarbeit. Franzi, wenn wir einen Hauptforscher haben, sonst geht ja da gar nichts vorwärts. Da geht ja gar nichts vorwärts. Habt ihr zwar den Boden schon verlegt? Nein. Sag ich doch, bist du her, dass der Boden noch nicht verlegt ist. Wieder die Hälfte verkackt. 10. 4,4. Ja, jetzt kriegen wir dann vielleicht bald einmal Solarpanels, wenn das Forschungsding da durch ist. Das war nicht schlecht. Warum hatten die Fackel eigentlich da herunten? Warum bringt die da keiner auf? Kann man das einmal etwas sagen? Priorisierte Müll nicht für Tierpflege zugeteilt. Wer ist ein Tierpfleger? Anleinen von Sau 1 und 2. Solarmodul, fertig, wunderschön. Jetzt ist die Frage, was wir als nächstes erforschen, so ein bisschen. Oh, was ist jetzt wieder passiert? Übersinnliche Beruhigung, weiblich. Das ist gut, dass wir fast nur weibliche Kolonisten sind. Die sind jetzt automatisch ein bisschen zufriedener. Trotzdem, wir brauchen Forschung. Langbogen, komplexe Kleidung. Ja, komplexe Kleidung. Müssen wir ja unser Menschenhaut-Business langsam aber sicher vorwärts bringen, damit wir mir hier einen sauberen, einen Kegelhut, einen Kegelhut aus Menschenhaut bauen können. Stark. Ganz, ganz stark. Was kann man eigentlich noch? Es gibt doch so Stoffsessel, da Sessel. Da brauchen wir glattes Leder. Ah, Konstruktion 5. Da kann man uns einen Sessel aus Menschenhaut kann man uns bauen. Das wird gut. 10 bauen wir schneller, du brauchst mehr Skill. Du brauchst mehr Skill. Was ist denn jetzt passiert? Was war denn das für Gejaule und Gestöhne jetzt gerade? Hat da irgendjemand geschlägert oder was? Wir hatten geschlägert. Wir hatten jetzt da geschlägert. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Franzi muss kochen. Ja, aber schaut doch ganz solide aus. Der Silas baut da uns zu. Jawohl, dann können wir den Scheiß da abreißen. Wie schaut's Oma aus? Können wir den Scheiß abreißen, den Scheiß abreißen. Zauber. Schau dir das an. Was wir einmal anfangen könnten, ist da am Boden so rundherum zum Verlegen. Das sagt der ich jetzt bei so was. Machen wir einen Holzboden. Den machen wir jetzt da so. Und da so. Damit da nicht ständig irgendein Scheißdreck wächst. Wird zum Beispiel dieser Baum. Oder dieser Baum. Oder dieser Baum. Na, außerdem gibt es Bauskill. Sauber 10! Schau, ich würde am Boden verlegt. Das wenn sie mal nicht so kann. Wie viel Holz haben wir noch? 576. Dann müssen wir ein bisschen oh, leck, was ist denn das? Ein Riesenfaultier. Wer ist dafür, dass wir das... Sollen wir es essen oder zähmen? Was, der Bär im Gehege? Oh, da ist tatsächlich ein Bär im Gehege. Ja, das stimmt.
Ja, dann müssen wir den leider Gottes, wie soll ich sagen, 10 Inventar. 10 Franzi, Steffi. Kampfmodus. Hilft uns jetzt nichts. Du musst jetzt einfach mal da hergehen auf dem... Nein, nicht Steffi schon wieder! Nein, nicht! Ich vertue mich, Alter! Steffi, lauf! Steffi, lauf! Lauf, Zolli! Lauf! Na, zieh's! Du musst laufen! Lauf! Zieh's, lauf! Zieh's, Sibyl! Lauf! Lauf! Franzi, schieß! Ja! Ja, er ist tot! 10. Du bist die einzige, du bist der einzige Arzt wahrscheinlich, oder? Ja, gut. Kriegen wir schon, nur die Ruhe. So, rette Grizzlybär, trage Grizzlybär, behandle... Nein, nix, Alter, töte Grizzlybär! Zähmen, das Riesenfalltier, wird gezähmt, so schaut's aus. So, kill du mir den scheiß Bären, der frisst bloß wieder unsere Fackeln. So schlucht ist. So ist recht. So, wunderschön. Ja, langsam wird's. Schaut stabil aus. Menschenfleisch verdorben! Wir brauchen eine Kühlung. Wir können ja endlich Strom bauen. Solargenerator. Wir brauchen Bauteile. Wir haben ja keine Bauteile vom Start weg. Alter, wie asozial ist denn das? Oh mein Gott. Oh mein Gott, wo sind denn Bau... Man muss Bauteile... Da haben Bauteile. Gott, oh Gott sei Dank. Sofort abbauen. Haben wir mir irgendjemanden, der für Bergbau eingeteilt ist? Steffi. 10 Blutwürpflack. Wer ist Arzt? Wir haben aber bloß einen Arzt! Welch Ironie. Warum zähmst du den Bär nicht? Weil der Herr eine Chance hat, dass er da aufs Maul haut. Der Einzige, der sich verarzten kann, ist die Zinzi selber! Zinzi! Oh Gott, sie blüht. Oh mein Gott, Elena, du musst wir hatten den besten Arzt-Skill. Fähigkeiten 0. Fähigkeiten 1. 2. 1. Steffi! Nicht Dübel bauen! Zinzi behandeln! Ruhe dich ab, priorisiere mich nicht für Verarzten zugeteilt. Okay, dann müssen wir doch zuteilen. Hilft nicht. Dann haben wir da. Steffi, tu was! Wie? Nicht für Verarzten zugeteilt. Hol doch grad! Ach, der Falsche. Hoppala! Hab ich mich verdrückt. Entschuldigung. Priorisiere Behandeln von Zins. Behandelt einmal die Zinssets. Was ist denn eigentlich mit ihr? Die hat auch eine Schussnarbe. Warum haben sie noch alle Schussnarben? Wo ist denn Steffi? Da. Schauen wir mal. Geht der Blutbatzen weg? Der muss weg. Kim. Schön. 54% Qualität. Das ist besser wie weniger. Kritischer Alarm. Risiko eines Zusammenbruchs. Der Salas schon wieder. Weil er schon wieder Fleisch essen hat müssen. Oh mein Gott! Dann muss man ja mal hergehen und mal sagen, jetzt rauchst du mal einen. Rauch mal einen, damit nichts passiert. Kim? Jetzt dübelst du mal sauber rein, damit nichts passiert. Bekehr den Salas? Na, wenn, dann isst man. Berserker! Oh mein Gott! Der Kasai geht full Berserk-Mode! Wieso? Der haut dir zusammen! Ah! Priorisieren und möglich verweigert reinigen. Was reinigen? Dein Mom reinigen? Was tut denn der jetzt? Schluckt er jetzt meine Viecher oder was tut er? Die können nicht aufhalten. Was tut er denn jetzt? Der haut es zusammen! Ah, der schluckt Franzi! Sag mal, bist du nur der Psuffer oder was? Ich glaub, die haben wir nicht mehr lang. Du Wichser! Mike, was tust du denn? Haut's mal den Typen zusammen jetzt da! Und das nächste Mal ziehen wir im Tosenhaus! Wieso hat der auf der Gewand da? Ah? Liegt er da wieder, Depp? Oh, jetzt kriegen wir ein Problem langsam. Also, Birger. Fange Kasei. Dann Strukturen. Bau eine Tür. Dann Zins. Priorisiere Behandeln von Elena. Steffi, wie schaut's bei dir aus? Du bist doch krank. Ah, du blühst nicht, das ist gut. Elena blüht auch nicht. Ja, okay, das passt. Alter, da liegt überall Blut. Überall ist Blut. Warum ist denn da überall Blut? Brauchen wir mehr Tierschlafplätze.
damit nichts passiert. So. Damit das Baby-Facki, Mama-Facki nicht da draußen schlafen muss. Da haben wir ein Truthahn-Ei. Schön. Sonst schaut ja alles ganz gut aus. Warme Kleidung benötigt. Aber das wird im Winter sowieso ziemlich interessant. Wir brauchen jetzt halt unbedingt Strom. Unbedingt Strom. Oh, leck mir, wir haben keine Chance auf Strom. Wir haben keine Chance auf Strom. Oh, wir werden einfach dreckig da frieren. Wir werden im Winter einfach dreckig da frieren. Wir brauchen mal Tier, Salas, bau die Tür. Und zwar schnell. Was tut denn jetzt der Kasai? Haut er jetzt ab? Muss ihn wieder fangen oder was? Was ist mit dem Kasai? Bewegt sich. Was ist denn mit dem? Mein Gott, sie fix, was passiert denn da noch gerade? Elena, inhaftiere Kasai. Inhaftiere Kasai? Ich kann doch nicht inhaftieren. Dann müssten wir es so machen. Gefangene Elena inhaftieren. Mach mal. Hat's ihn schon. Hat's ihn schon. Wunderschön. Dann können wir das wieder für Kolonisten. Das kriegt der Bürger. Und jetzt wird er normalerweise in ein anderes Zimmer tragen. Oder schläft am Boden oder was weiß ich was. Wieso liegt denn da jetzt? Was passiert denn da für seltsame Sachen? Entkleiden. Ja. Und dann bekleide dich mit Hose, priorisiert zu Bett bringen von Kasai. Hat's ihn schon wieder. Haben wir ihn schon wieder. So, was ich noch vergessen habe ist, das macht meinen inneren Monk narrisch. Ein Holzboden unterm Zaun. Das schaut irgendwie komisch aus. So. Ah, wird schon. Wird schon. Wie viel Medizin haben wir noch? Wir haben ja keine Medizin mehr. Jetzt wird es wieder tragisch, jetzt wird es wieder schwierig. Heilwurzel. Haben die alle ausgewachsen? Tatsächlich. Haben alle ausgewachsen? Haben wir noch ein paar? Haben die alle ausgewachsen? Nein, und das meine ich. Warum ich nicht Doppelklick auf diese Heilpflanze mache. Ich mache da Doppelklick drauf, dann markiert es mir alle. Da haben aber manche dabei, wie zum Beispiel die ist noch nicht fertig gewachsen, da kriegst du dann auch nichts raus. Deswegen klicke ich jede einzelne an, schaue, ob es bereit ist zum Ernten. Und dann müsste das passen. Wir sollten eine Heilwurzel auch anbauen. Das ist eigentlich gar keine schlechte Idee. Ja. Sollten wir langsam machen. Und zwar da hier hinten auf Zone, Anbauzone. Ist bloß die Frage, ob wir jemanden haben, da können wir nichts aufbauen, da ist ein Stromgebiet. Wo bauen wir das hier? Dann bauen wir es da daneben her, das ist ja wurscht. Anbauzone, machen wir 12x4. Machen wir so. Heilwurzel Mindeststufe 8, jawohl haben wir. Das hätten wir eigentlich schon lange da, so in mir Vollidioten. Hätten wir schon lange da, so in mir Idioten, aber gut. Beziehungsweise halt einfach nur ich Idiot. Aber Hauptsache wir haben einen Dübel. 42. Das ist wichtig. So, da bauen wir mal noch eine Holzkiste alleine für die Ohr. 3 Babyfackel, 3 große, haben wir genug zum Schlachten. Ja? Die vermehren sich jetzt dann wahrscheinlich so rasant brutal, dass es ganz aus ist. Ein Futterstell fürs Trockenfutter braucht man noch. Aber das wird auch wieder nicht hergestellt. Jetzt gibt es keine Kreatur zum Schlachten, jetzt wird Trockenfutter zubereitet. Details? Heu! Verstehe nicht, warum es das nicht tut. Das ist komisch. So. Lagerzone. Kommt da her. Da werden wir alles verbieten, außer Trockenfutter. Und das kann man das jetzt kopieren. Zone erweitern. Da haben wir da eine und da eine und da eine. Dann liegt da überall bei alle ein bisschen so ein Zeug umeinander. Und dann passt es. So, der Salas tut sauber bauen. Schaut alles gut aus. Wie geht's der Franzi? Oh, passt da. Schaut gut aus. So, Birger, du darfst jetzt einmal erntet Heugras. Baumwolle ist fertig, Heugras ist fertig. Hauptsache nur Futter für die Viecher, das ist das Allerwichtigste. Warum in alles in der Welt, warum liegt jetzt da ein Jacken? Warum liegt jetzt da ein Jacken? Ich meine, ich hab's kopiert. Trockenfutter.
Alles verbieten, Trockenfutter. Alles verbieten, Trockenfutter. Jetzt ist halt die Frage, wie viel das da verteilen. Aber gut, du musst die Lagerplätze trotzdem einstellen. Ich hab's gerade, Mr. Dragonfly, merci, ich hab's gerade bemerkt. Gerade bemerkt. Was wir auch mit da kannten ist, Elena, putz einmal. Putz einmal da drin, damit in der Küche schaut es aus wie in einem Saustall. Saustall! Boden brauchen wir da noch an der Tür. Dann schaut das einigermaßen akzeptabel aus. Party des Krieges durchführbar. Alter, was ist denn das wieder? Jedes Jahr am 4. September findet ein soziales Fest namens Party des Krieges für die Anhänger der Ideologie angeheiterte Feier statt. Um das Ritual zu beginnen, musst du ein Fokusobjekt auswählen und auf Starte Party des Kriegs klicken. Folgende Fokusobjekte können dabei verwendet werden, bla bla bla. Sammelplatz, pelziger Schrein, Ritualplatz. Folgende Rollen nehmen teil. Anima Stammesführer. Jeder Abschluss des Rituals hat folgende Effekte. Zwischen -3 und +8. Die Qualität des Rituals ist abhängig von Rednerpult, ritueller... Oh, das ist ein großes Ritual. Ja, an Altar gestartet, Ritualverlauf, Rednerpult, ritueller Sitzplatz und so weiter. Das heißt, wir müssen uns so... Das da jetzt noch nicht aus... Oh, was liegt denn da umeinander? Lux. Da ist einfach ein Lux gestorben. Warum auch immer. Mama startet... Was haben wir da? Party des Krieges. Erwartete Qualität 30%. Da brauchen wir ein Rednerpult, einen Altar, einen Anführer. Das ist mit Sicherheit nicht der Salas, sondern ich. Wer ist denn da der Redner? Ach, das ist das Ritual von dem Idioten seinem Glauben. Der hat ja einen anderen Glauben wie meine Leute. Wir müssen bei den Typen, weiß ich auch nicht, der soll mir mal schlecken mit seinem Scheiß. Sein scheiß Kriegesklump da, das soll abhauen. Abhauen! Da liegt der Dübel am Tisch. Hat irgendjemand seinen Dübel am Tisch liegen lassen? Michi, merci für die Unterhaltung, Bürger. Hashtag Rose. Wie kommst du denn jetzt da drauf? Was für Rose oder meinst du die Rose aus Visage? Michi, da weiß ich nicht genau, was du meinst. Und ich hoffe, ich habe übrigens keinen übersehen. Was, der Ewald vom Spreewald? Bin enttäuscht. Stullen, 60 Kilometer nördlich von Ringsburg. Ja, es ist nicht Niederbayern. Hab ich übersehen, Herr Ewald vom Spreewald. Stullen, sagt bei uns keine alte Sau. Hätte ich freiweg gesagt, das ist ein absolutes Preisenwort. Sag ich auch übrigens weiterhin. So, wo sind wir? Was brauchen wir? Wo sind wir? Warum haben eigentlich die Fackel so dunkel? Das ist ein Eber und das ist eine Sau. Haben die Eber ein bisschen dunkler von in-game halt. Tierschmutz. Wo Tierschmutz? Deine Mutter Tierschmutz, Alter. Überall ist Tierschmutz. Die verdammten Viecher. Weißt du was? Die scheiß Haustiere gehen mir so auf den Sack. Außer der Aff. Scheiß Katz. Hau ab mit der Katz. In die Wildnis entlassen. Die frisst bloß Zeug und macht einen Haufen Dreck daher. Mistviech geschissens. Ja, mehr. Hau ab. Der verdammte Aff geht mir auch nur auf den Sack. Was sollen das eigentlich für Stullen sein? Das sind einfach bloß Holzkisten. Hocker aus Holz. Schlecht. Salas, was ist denn mit dir schon wieder? Rauch einmal einen. Hast gerade einen geraucht? Bin mir nicht sicher. Rauchblattrausch, jawohl. Sydney wurde in die Wildnis entlassen. Press F für Sydney. Nein, press nicht. Zehnst du ein wenig zusammenstauben? Schau hin. Der verdammte Aff. Ja, ist er wahr. Der frisst alles zusammen. Jetzt duscht es auch noch. Kruzifix. Duschen tut's auch noch. Wir haben ja kein Holz mehr. Are you drunk? Da, ich sehe einen riesengroßen Wald. Was sagt ich? Holzhacken. Hier. Hacke alles zusammen, was da ist. Mehr Holz, mehr gut. Zaun anreißen, braucht keine Sau, weg mit dem Schund. Weißt du, die Viecher sind nicht so blöd, die bleiben einfach draußen, wenn's. Die sind so blöd. Nein, ich frage mich, was Stulle heißen soll. Das musst du am Preissensepp fragen. Ich glaube Semi. Eine Stulle ist eine Semmel, glaube ich. So, Zeug abholzen. Wunderschön. Wir brauchen mehr Holz. Aus Holz ist uns ausgegangen. Weitere Befehle. B. Holzhacken. Befehle, habe ich gesagt. Holzhacken. Mehr Holzhacken. Oh, 10 ist gleich wieder kurz vor dem totalen Zusammenbruch. Warum denn schon wieder?
Wurde ich beleidigt? Von wem denn? Wie wurde ich beleidigt? Wer ist denn da hingegangen und hat 6-mal beleidigt? Außerdem, nach dem 6. Mal interessiert es auch keinen mehr. Du bist fett, 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 du bist fett. Interessiert doch keine Sau mehr dann. Feldarbeit, Bürger, Feldarbeit. Nicht so viel forschen. Dann tut Franzi lieber ein bisschen forschen. Stulle ist gleich belegte Brotscheibe. Arbeitswag. Stulle ist ein Wurstbrot. Okay. Haben wir wieder unnützes Wissen, haben wir wieder was gelernt. Wie geht's denn eigentlich im Facki so? Ernährung. Ja, jetzt geht ihnen langsam das Fressen aus. Schaut euch das an, wir haben eine Horde von Schweinen da drin. Das ist ein Wahnsinn. Foxy, Trivia. Eine Stulle ist ein belegtes Schwarzbrot. Hashtag Wölfchen. PS, grüß Elia aka Shorty. Gruß an Elia aka Shorty. Das kam unerwartet, Foxy. Danke dir. Es ist Mika, meine Späts, die Mittwochskröte losgerissen. It's an honor to tell you, boys. It's Wednesday, my dudes. Oh! Warum weiß ich sicher nicht sagen? Sag! Warum weiß ich sicher nicht sagen? Sklaven in der Kuh, leichter Entspannungsmangel, berauschtes Leben fehlt. Das heißt, du bist quasi immer dicht. Dann müssen wir Drogen wieder aufstellen. Hilft nicht. Richtlinie, soziale Drogen, täglich. Täglich. Nur wenn du wirklich total am Ende bist, unter 75%, Alter. Unter 75%, dann kannst du dir einen Dübel reinzimmern, ansonsten nicht. Das sagt ich. Bier. Wir haben ja gar kein Bier. Mach das aus. Sollst du einen Dübel reinrauchen? Ja, wo ich mit drum mit, der gute alte Mittwochsschrei, Alter. Und die Hälfte sitzt so daheim und denkt sich, was zur Hölle labert der Typ? Ach, der Salas hat eine Beleidigungstour hingelegt. Der Salas kann mich jetzt dann einmal. Gefängnis rekrutieren, Widerstand 4,7. Jetzt haben wir ihn dann bald gebrochen. Der Mike kehrt bald uns. Der Mike kehrt bald uns. Möbel, Bett aus Holz. Dann, eine saubere Kommode. Oh, die ist falsch rum. Da, Bonsai-Bäumerl. Kann man das nicht. Ohne Blärmedepfall. So, wird schon. Wird schon. Quest verfügbar. Archis Rettung. Ein 15-jähriger Bücherwurm namens Archie kontaktiert dich aus der Nähe. Piraten der Fraktion Franklins Landminen machen Jagd auf ihn. Er fleht um Hilfe und bietet an, sich dir in Unga Bunga anzuschließen. Wenn du annimmst, wirst du gegen die Verfolger kämpfen müssen. Die Piratengruppe besteht aus 2 Herumtreibern. Archie ist zu aufgeregt, um mehr Informationen preiszugeben. Archie schließt sich an. Nicht Archie. Franklin. Sollen wir es annehmen? Haben wir aber jetzt 2 Gegner. Wir haben ja immer noch so ein bisschen das Problem, wir haben ja immer noch nicht mehr Schusswaffen. Gib deinem Salas mal ein Bett. Nix da, Sklaven kriegen kein Bett. Annehmen! Archie! Wo ist denn der Archie? Wo ist denn? Das dauert wahrscheinlich ein bisschen, bis die kommen, oder? Oh ja, Archie schließt sich an. Wo ist denn da? Wo ist denn? Archie! Bedürfnis. Birgist als Anführer. Das gefällt ihm wieder nicht. Die muss man wieder bekehren, oder? Mein Gott, der hat auch schon wieder irgendwelche Glaubensvorstellungen. Überfall, Franklins Landminen. Oh mein Gott! Okay, Kinder? Kämen die sofort, oder? Ich glaube schon. Was kann der Archie so? Oh, Nahkampf. Sehr stark. Ja, das ist mir jetzt nicht wurscht. Das soll sich mal verpissen. Wir nehmen... Wir hatten jetzt da... Also, 10 Angriffsmodus. Franzi, Angriffsmodus. Wir hatten da nur eine Schusswaffe. Elena. So, 10 Elena Franzi. Vielleicht kann ich es mir irgendwann den erst einmal merken. Die stellen wir jetzt da so her. Und unser Bait ist wieder mal die Steffi. Die geht jetzt da her. So, los geht's. Los geht's. Jetzt müssen wir warten. Der Monty und der Whitehead. Alter, was haben denn die für Rüstung? Oder der Rüstung mit Stacheln noch, schau da noch. Inventar. Schau dir so. Packer aus Stoff. Alter, das schaut aus, als hätte es Stacheln. Dabei ist es einfach bloß ein Stoffpacker. Bürger, die haben kein Essen nicht mehr. Wer hat kein Essen nicht mehr? Wer hat kein Essen nicht mehr?
Die fressen das Stauanzeig da heraus, das passt schon hin. Oh, Ernährung 7,5. Oh. Schaut vielleicht doch gar nicht so gut aus. Ja, dann muss ich schauen. Ich schau schon gleich. Jetzt müssen wir kämpfen. Ja, wobei, das können wir eigentlich gleichzeitig machen. Jetzt pass auf. Birger, kannst du da mal Sachen tragen? Franzi, was tust denn du? Du musst kämpfen. Ja, das ist die einzige Köchin. Das hilft jetzt nicht. Das müssen wir jetzt aussitzen. Heu freigeben. Kann man den ja Stroh auch reinlegen? Heu. Wie geht's denen? Die haben bloß zu zweit. Die haben da offensichtlich genug zum Fressen. Aber wir haben ja 2 Schweindel. Ich sag das, wie es ist. Aber geben wir denen auch mal Heu frei. Und da sperren wir das Heu. Trockenfutter nein, Schoki, Heu nein und gut ist. So, kann man jetzt kämpfen? Ich kann halt jetzt gerade kein Trockenfutter nicht herstellen, weil die Franzi gerade am Kämpfen ist. Oh, was ist denn das da? Rauchblast-Latex-Cess Franzi. Super. Haben wir jetzt ein Range-Tussi? Du sollst dich nicht voll rauen! Du sollst kämpfen und Trockenfutter herstellen, Franzi! Oh mein Gott, we're gonna die. Oh Gott, sie greifen an. So, kiten. Achtung. Salas, du verpisst dich mit mir. Daher. Steffi, daher. Ja, sitzt schon einer. Und jetzt da oben. Abflug. Wieso ist der so schnell? Schieß! Wieso ist der so schnell? Ah! Silas, hauen! Wieso kann der wieder nicht zuhauen? Ich verstehe, der läuft davon. Na, Franzi, du musst... Na! Oh mein Gott, wir sterben alle! Wo ist denn Birger? Archie! Kämpfer! Schnell! Was ist denn jetzt? Na, Zitz ist gestorben! Nein! Wieso ist der so schnell? Nein! Der schluckt den Typen! Schnell, Archie, wo bist denn du eigentlich? Der schluck ich ihm! Ah! Franzi, warum kämpfst du gegen einen Affen da drin? Was ist da los? Warum ist das denn da los? Wieso kämpft Franzi da drin voll auf Drogen gegen einen scheiß Affen? Warum? Nein! Ist der jetzt tot? Schnell, schieß auf den! Archie, verprügel den! Was ist mit dem? Der ist fett wie ein Schwein und ist schnell wie alle! Ach, Himmel, Alter! Ja, Kruzifix! Oh! Was passiert denn da ist? Mein Gott, Franzi, dir kennt, hoffentlich beißt er da auf die Augen aus, du Rindviech! Oh Gott, press F für Zins. Zins ist down. Zins ist down. So, jetzt brauchen wir ein paar Krankenbetten. Scheiße, jetzt haben wir keinen Doktor mehr. Ah, jetzt wird's enger. Schlechte Scheiße, schlecht, ganz schlecht. Was tut denn die Elena, Alter? Duckt sich. Warum duckt sie sich denn? Ich weiß nicht. Tot. Jetzt hat sie einen Affen auch noch umgebracht. Franzi! Was machst denn du? Was ist mit Franzi? Die blüht aus alle Löcher. Alter. Drungen schlimm, okay. Freie Beerdigung durchführbar für 10. Da müssen wir Beerdigung durchführen. Wie geht denn das? Schädel entnehmen. Ich kann aber auch einen Schädel entnehmen. Was sagt ihr? Wie tut man so eine freie Beerdigung machen? Da muss ich ein Grab bauen, oder? Wo begraben man 10? Ja, neben dem Rauchblattfeld, da die Vorschläge. Ja? Oder im Rauchblattfeld, da die Vorschläge. Okay? So. Silas, hebe mal das Feld aus. Heb das Feld aus und laber nicht lang, okay? So. Wie tut man das? Mit diesem Begräbnis. Starte Party der Träume, Kriege, Rollenwechsel, Führungsrede, öffentliche Hinrichtung. Wie geht denn das? Wie geht das?
Tod 10 zu Berserker, Europa. Auf dem Grab zweites Feld. Kolonist zuweisen, okay. Ja, aber das ist ja jetzt kein so ein rituelles Grab, oder? Erst 10 ins Grab, dann beerdigt. Ach so, okay. Ich hab gedacht, das ist Teil der Zeremonie, dass sie ins Grab getragen wird. 10, es tut mir so leid! Wer ist jetzt eigentlich unser Doktor? Die Steffi. Ja, natürlich die Steffi, wer auch sonst. Archie, wie gut bist du mir dann als Doktor? Sehr gut. Archie, wie schaut's aus? Du sollst nicht da irgendwo schlafen, verrat's damit leid! Haben wir überhaupt noch Medizin? Eine! Ja, die kriegt Franzi, das ist die einzige, die bliert. Jetzt ist wieder so, es hat so gut ausgeschaut. Es hat so gut ausgeschaut! Kruzifix. Das ist halt der Nachteil, wenn man knockert ist. Da schlungst du 2-mal und du bist halt tot. So, Salas, machen wir sauber jetzt da. Das ist ein Wahnsinn, wie viel Dreck und Schund da umeinander liegt. Da wird alles schlecht. Da, weg mit dem Blut jetzt da einmal. Und dann tragst du mal Hebe Heu, priorisiere Tragen von Heu. Heu ist da drin ja nicht mehr erlaubt. Ja, das muss da um. Das muss da um, Kinder. Wie lange schläft denn dieser Silas so im Schnitt? Forever and ever oder was? Oh, wir haben schon ganz viele Baby-Truthähne schon hier. Truthahnküken! Und noch mit 2 Eier. Elena frisst Kartoffeln roh, weil die Franzi muss sie ja wieder total zustrahlen. Oh mein Gott, das geht alles am Bach. Oh, wir haben mittlerweile schon ein 3. Alpaka. Da haben wir uns gezähmt. Oh, kann sich einmal der Puma da verpissen? Müssen wir mal einen Zaun da so rundherum machen, dass unsere Viecher mal geschützt sind. Aber wir haben ja kein Holz mehr. Wir haben nichts mehr, es ist alles am Bach gegangen. Archie, rauch da mal einen ein. Wir haben ja auch keinen Koch mehr, oder? Nein. Steffi, was ist mit der Steffi? Steffi, wo bist du? Steffi ist bewusstlos. Warum eigentlich? Unterernährung. Ah Gott, das geht alles ein paar weh! Raucht! Das ist einfach. Kaum haben wir das Rauchblatt gehabt, alles, Alter. Alles geht am Bach weh. Da wollt's das, das war jetzt wichtig. Einen Fremden kriegt gut old 10 Aufgaben dafür. FFF, stimmt. Hast recht, hat sich nicht rentiert. Kritischer Alarm, Steffi aufgegeben, kann wieder laufen. Steffi kann wieder laufen, das ist schon mal gut. Was tut der Silas? Du sollst nicht bauen, du sollst Zins begraben. Du Hirndiebe. So, und jetzt halt, starte Beerdigung für frei. Okay. Moralischer Führer anwesend. Wir haben ja keinen moralischen Führer. Nur Birgist kann die Rolle übernehmen. Du nimmst den Birger, das ist unser Anführer. Ja, wird nicht besser. Müssen wir so machen, hilft nicht. Starten. Beerdigung! Am Rauchblatt! Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bitte Sie darum, eine Gedenkminute einzulegen für die 10. Sie hat gebaut und gebaut. Sie war ja eigener moralischer Führer gewesen, aber sie ist leider von uns gegangen. Dafür haben wir einen Archie gekriegt. Der ist Kohlrabi schwarz, der Teufel. Ob sie das rentiert hat, ich glaub's nicht. Press Triple F für 10. Wir werden sie niemals vergessen. Jetzt ist natürlich der Salas automatisch auch dann da drin. Der Kasai ist natürlich auch traurig, weil... Oh, der hat eine starke Hungersnot. Tja. Puh. Was soll ich jetzt da sagen? Tja. Haben wir Pech gehabt. Hilft nicht. Aber wir brauchen jetzt auf alle Fälle irgendjemanden, Steffi und Franzi, ihr müsst wieder anfangen da mit Essen machen, weil schlacht's einmal die Typen, wir müssen Menschen essen, das hilft nicht. Wir kommen eigentlich ein Bekehrungsritual machen. Jetzt bei einem Rollenwechsel. Starte Party des Krieges. Öffentliche Hin- und Führungsrede. Wie wird denn die Führungsrede so? Wie tut man das? Wie tut man nicht beim Bekehren, also von seinem Glauben überzeugen? Kann man das irgendwie einstellen, dass das immer wieder passiert oder... Bekehrungsritual das 3. Ich sag mal, bin ich jetzt blöd zum Lesen oder was? Ach, da steht's eh. Ich hab's bloß überflogen, weil es ausgegraut war. Deaktiviert. Das Ritual kann erst gestartet werden, wenn du jemandem die Rolle bekiffter Akademiker zuweist. Hey Elena! Magst du so ein bekiffter Akademiker sein? Wo ist denn der?
Pflanzenspezialist, Ackermeister, bekiffter Akademiker. So, wunderschön. Starten. So, Helena, du bist jetzt unser bekiffter Akademiker. Und dann müssen wir mal ein paar Leute da bekehren, weil die glauben, was passiert, was die glauben. Die kriegen nämlich Schlaganfälle, wenn's, was ist mit dem? Bäume verwüstet, unterernährt, Droge konsumiert. Alter, du passt gar nicht zu uns, Archie. Das war ein schlechter Deal. Was ist jetzt wieder passiert? Erfolgreiches Ritual. Okay, passt. Mittelmäßiges Ritual, minus eine Stimmung für die nächsten 6 Tage. Ja, Gratulation. So, und jetzt ein Bekehrungsritual. Glaubenskrise. Du kannst mir mal mit deiner Glaubenskrise da drin. Glaube ist 37 auf 0. Ja, ich möchte aber hoffen. So, Bekehrung. Konvertit ist der Archie. Erwartete Qualität. Raumeindruck. Oh, das geht auch wieder bloß in einem Raum drin. Ausgeschlossen ist der Kasei. Ja, probieren wir es einmal. Probieren wir es mal, schauen wir, was passiert. Gib ihm. Archie. Also muss er sich da vor alle am Boden hier liegen. Da wird jetzt Hand aufgelegt. Knockert sei ist voll super. Den ganzen Tag bekifft sei ist auch voll super. Effektives Ritual, Bekehrungsritual. Und jetzt? Jeder hat plus 3 Stimmung für die nächsten 6 Tage. Was ist mit dem Archie seiner Religion jetzt? Glaubt er da jetzt auch dran, oder wie ist das? Der Akkofleischismus. Muss man da Klick haben, oder wie? Der Archie war ein Griff ins Klo, ja, das ist richtig. Das ist richtig, da gibt es ja keine Diskussion. Jetzt müssen wir uns erstmal wieder da fangen. Sag mal, Archie, bei aller Liebe, was tust denn du da? Futterst du unserem Gefangenen gerade unseren Affen? Also ein Archie seine Idee war, wir haben ja da einen Gefangenen, den wir gern bekehren daten, und dem gebe ich jetzt den toten Affen zum Fressen. Das hat er für eine gute Idee gehalten. So, was wir jetzt einmal tun, mit dem jetzt einmal ein paar Fackeln schlachten. Wir müssen mal kochen, Leute. Was liegt denn da umeinander? Der Monty. Und da liegt der Monty. Monty, Schreiner, tot. Der hat einfach keinen Kopf mehr. Sag mir, was ist denn da passiert? In 20 Tagen kann ich wieder ein Bekehrungsritual feiern. Das dauert ja ewig. Was tut denn er jetzt da? Verfuhr er jetzt! Alter, Archie, was tust denn du? Du kannst nicht ein Torso an irgendjemanden... Du kannst doch nicht ein Torso an irgendjemanden verfuhren, Alter. Bist du vollkommen bis so... Zirkt er durch, Alter. Da zirkt er durch. Schon hier, tragt ihn umeinander. Der tragt einen Monty umeinander. Er tragt einen Monty umeinander. Einfach durch den Zaun. Der Archie kennt gar nichts. Er kennt keinen Weg rundum. Jetzt kommt er zu mir und futtert meinen Rest vom Torso ein. Was ist mit dir, Archie? Was stimmt mit dir nicht? Dann legt er einfach da hin. Wir haben vielleicht einen Ablageplatz. Was ist denn los, Alter? Weil es kein Essen mehr gibt. Ja, aber dann muss halt irgendetwas. Was ist denn mit der Franzi? Kann die mal wieder aufstehen auch irgendwann? Kannst du jetzt einmal da hergehen, priorisieren Schlachten von Schlachtbank aus Holz? Jawohl, und dann, ich weiß nicht, was du schlachst. Ich bin jetzt gespannt. Ja, die Typen halt. Ja, den fetten schlachten wir, da fällt schon was raus. So, einen Affen schlachten, jawohl. Dann frisst man das Menschenfleisch roh, weil es eh wurscht ist. Und jetzt koch halt was. Was tust du denn, Franzi? Da ist noch ein Tor so. Ja, da geht auch noch was raus. Okay, passt. Erstmal ein Raucher, Franzi, richtig. Was tust du jetzt halt wieder? Ruht sich aus. Das ist aber nicht gut, du musst jetzt einen aufkochen. Besucher haben wir gekriegt. Da! Der Cordy! Oder der Cordy oder der Cordy, ich weiß nicht. Die Cordy. Franzi, du musst jetzt kochen. Franzi legt sie lieber wieder hin. Essen ist offensichtlich nicht so wichtig. So, wir haben einen Besucher, der guckt da irgendwo umeinander. Wo ist denn Steffi? Ist irgendjemand wach? Na, den können wir gehen lassen, Steffi. Handelt einmal mit dem. Handelt einmal, vielleicht können wir ihm einen Sklaven verkaufen, ich mag ihn nicht mehr da haben. So, was haben wir jetzt da? Bauteile, was hat denn er, was wir kaufen können? Medizin. Sag ich dir, was ist, dann nehmen wir alles. Rauchblätter, die Joints, da verkaufen wir mal 16.
dass 50 übrig bleiben. Dann ein Goat Juice, den können wir auch verkaufen. Was ist denn das da? Samen, den verkauft man nicht. Kurzbogen, was hat der? Oh, Schrotflinten. Alter, eine Schrotflinte. Die erste Schusswaffe. Oh, das ist wichtig. Und die ganze Hose aus Stoff und das Ding und Parker aus Flickenleder, das verkauft man, es braucht keine alte Sau. Das heißt, was können wir noch mal? Penoxylin, was ist denn Penoxylin? Haben wir Bauteile, haben wir auch alle. Was nehmen wir noch mit? Akzeptieren. Haben wir jetzt endlich eine Schrotflinten. Wem geben wir die Schrotflinten? Der Elena. Elena, du kriegst die Schrotflinten. Wenn es soweit ist, jetzt müssen sie erst einmal alle erholen. Das ist ein Wahnsinn, die haben alle rot und alle angeschrevet. Das ist nix. Kann der Salas eigentlich kochen? Das ist der einzige, der noch umeinander steht. Wo ist der Salas? Da. Kochen. Ja, Fähigkeit 3. Machst du mal, ich tue dir mal einen Zwickel rein. Kochst du mal einen auf, wenn es pressiert. Kochst dir mal einen auf. Essen ist echt wichtig. Schaut mit die Fackeln aus. Da haben noch nicht recht viel ausgewachsen. Gell? Schauen wir mal. Ja, da haben noch nicht viel. Wir haben einen Eber, 2 Säue. Der Rest ist einfach noch nicht ausgewachsen von den Schweindel. Das rentiert sich noch nicht zum Schlachten. Rentiert sich nicht. Wie schaut's bei den Truthähne aus? Kann man da eigentlich... Was ist denn... Kann man da eigentlich ein bisschen filtern oder so? Das war eigentlich ganz geil. Da steht über dabei, wie viel Fleisch das hergibt. Erwartete Fleischmenge. Die ausgewachsenen Schweindel geben 238. Und die mittleren, also nicht mehr Babyschweindel, aber halt mittlere Schweindel, geben bloß 120. Und so weit sollte man es schon wachsen lassen. Das geht schon. Jetzt haben wir, Alpaka-Wolle haben wir schon gekriegt. Schau hin. Ich weiß zwar nicht, was wir mit der Alpaka-Wolle tun, aber das ist mir jetzt dabei einmal wurscht. Die Leute mit, ja, Franzi, koch endlich. Koch auf. Franzi, kochen. Hopp, hopp. Koch uns selbst. Aus Menschenfleisch und Kartoffeln eine saubere Sauce dazu. Ah! Der Vegetarier muss Menschenfleisch kochen. Nice. Kann man im Gehege nicht festlegen, wie viele geschlachtet werden sollen, also x Männchen und x Weibchen am Leben lassen? Ja, stimmt. Stimmt, jetzt wo du das sagst. Ja. Jetzt pass auf, Futter. Hä? Das check jetzt nicht ganz. Ich weiß, was da hat man das irgendwo einstellen können. Tiere, Pflanzen entfernen. Ich weiß genau, was du meinst. Ich weiß bloß nicht mehr, wie es gegangen ist. Das kann man automatisch einstellen, wie viel Weiberl und Mandal drin sind. Da hast du absolut recht. Franzi ist massiv gut aufgelegt, ja, die hat ja den absoluten Zusammenbruch gehabt. Da niedrige Erwarten und Katharsis. Das kriegt's nach so einem ja, ist halt nicht so begeistert, sie hat eine Leiche gefressen. Mittelmäßige Beerdigung, Sklaven gestörter Schlaf, durchnässt, Kolonist gestorben, abscheulicher Schlafraum. Ja, ist gerade alles nicht so geil. Ist gerade alles nicht so geil, aber wir fangen uns schon wieder. Was ist mit dem Archie eigentlich? Den Archie kann man eigentlich sofort hinrichten. Quest abgelaufen, kann man mit Wertsachen. Das interessiert uns gerade alles überhaupt nicht. Ganz ehrlich, putz einmal. Putzt einmal zusammen. Macht die Stimmung besser. Birger, du auch putzen. Wird schon. Wir haben einen Haufen Kartoffeln zum Anbauen. Und abbauen. Hey Birger, 16 Joints, 7,60 €. Du kriegst ja die Joints billiger wie ein Packel normale Chick. Das stimmt. Da müssen wir auf den richtigen Händler warten. Also es kommen immer wieder so Händlergruppen und Besuchergruppen aus den verschiedensten Fraktionen. Und je nach Fraktion und nach Bedürfnis von denen haben die Preise für bestimmte Sachen halt einfach höher oder niedriger. Jetzt ist dann bald Winter, jetzt kriegen wir dann ein Problem. So, Strom braucht 3 Bauteile. Weißt du, was die jetzt sagt? Wir fangen jetzt an, unser Stromgebiet zu planen. Ich weiß bloß nicht wo. Ich würde fast vorschlagen, da herunten so. Bauen wir da her. Ja, damit wir mal ein Solarpanel haben. Damit wir zur Not mal Strom verlegen können und zumindest in jeden Raum eine Heizung einkriegen. Schweine! Was? Schweine schließen sich an. Alter, jetzt haben wir einfach eine ausgewachsene Sau und einen ausgewachsenen Eber gekriegt. Der Folge.
Bist du des Wahnsinns? Den Archie muss jetzt dermaßen hackeln lassen, damit das Opfer von der Zenz einigermaßen ausgeglichen wird. Das stimmt. Aber eigentlich darf ich ihm auch gerne den Arm abschneiden und darf es ihm zum Essen geben. So ist ja nicht. Ein bisschen makaber, ist mir egal. Der Archie ist ein Jäger ohne Fernwaffe. Wir hatten die Schrotflinten. Nimm mal, bewaffne dich mit Kurzbogen. Behandlung benötigt. Der Silas braucht Behandlung. Wieso denn? Ja, er braucht Prellungen, die gehen schon weg. Was haben wir noch? Wenig Medizin. Komplexe Kleidung abgeschlossen. Jawohl, vielleicht sollten wir mal irgendwas Sinnvolles. Etwas auch Bier brauen. Steinbearbeitung. Automatiktür. Batterien. Batterien ist das nächste. Wir brauchen natürlich für unsere solarbetriebene Scheiße brauchen wir Batterien. Ambrosia-Hain, der nächste schon wieder. Batterien ist das nächste. Absolut korrekt. Wir haben ja kein Holz mehr zum Einheizen. Mein Gott, jetzt geht alles am Brohobel. Es geht alles am Brohobel. Dann mal Befehle. Holz hacken. Da ist abholzen. Haben wir noch nicht da hinten einen ganzen Wald markiert zum Abholzen? Das müssen wir jetzt priorisieren. Bergbau nicht so wichtig. Waldarbeit, sehr wichtig. Steffi, sehr wichtig. Archie, du hackelst, bist speibst. Das garantiere ich dir schon. Jagen tust du nicht. Feldarbeit kannst machen. Tierpflege kannst auch machen. Bettruhe, Patienting, so. Holzhacken, wichtig. Steffi, hackelt einmal die Bäume ab. Weil sonst kriegen wir kein Holz, da geht nichts vorwärts. Waffenhändler von Union der Troro. Verwandtschaft. Oh, jetzt kommen's. Von denen können wir Waffen kaufen. Bürger, kannst du deine Waffen nicht verteilen? Doch, kann ich schon. Bei sowas, das muss ich sowieso erst einmal schauen. Hat er Waffen? Franzi hat auch Waffen. Wer ist der beste Schütze bei uns? Fernkampf 5. Oh, definitiv die Elena. Elena, du kriegst unsere Schrotflinten. So schaut's aus. Und ansonsten der Salas, was auch immer, bewaffnet sich mit dem Kurzbogen. Jawohl. So, jetzt müssen wir handeln. Wer macht das? Archie, wo bist du? Salas, wo bist du? Handelt erst einmal. Gut, verweigert sozial, wie immer. Die Elena baut wieder irgendwas. Da wir handeln. Handeln! Schauen wir mal, was die dabei haben. So, dein Unterhändler Elena kann aufgrund seiner niedrigen Gesundheit nicht richtig sprechen. Das wird Einfluss auf den Handelspreis haben. Gut, dann schicken wir jemanden anderen. Franzi. Die ist wahrscheinlich bekifft und kann nicht richtig sprechen. Jetzt aber, die baut sich schon wieder ein Dübelei. Alter, du bist doch so hart süchtig, dass alles zu spät ist. Was ist jetzt da? Franzi, tu dich mal um. Kim, wie lange rauchst denn du? Hopp, hopp. So. Der Unterhändler Frank kann aufgrund seiner niedrigen Gesundheit, die können alle nicht richtig schmerzen. Ja, dann haben wir Pech gehabt. So, der Wahnsinnige. Boomrate für $50. Weg mit dem Scheiß. Braucht kein Sau. Oh, leck, oder die haben Panther. Alter, die haben Panther, Männchen und Weibchen. Und Pumas. Brudi! Brudi! Jetzt machen wir Folgendes. Erst einmal verkauft man einen Teil von unseren Joints. Und dann bauen wir aber gleich, die haben ziemlich viel Geld wert. Ja? Wenn du mal die anderen Werte so anschaust, natürlich ein Viech ist einfach 50 Euro wert, aber jointmäßig, da der wir jetzt einfach mal 24 verkauft man. Das heißt, da kriegen wir 230 dafür. Die ganzen scheiß Waffen, die wir von unseren Gegnern kriegen, da die relativ guten Knüppel und so weiter, alles weg, braucht alles keine Sau. Weg. Messer aus Stahl brauchen wir nicht. Iqua braucht kein Mensch nicht. Messer aus Jade braucht kein Mensch nicht. Wir können einen Sklaven können wir leider nicht verkaufen. Schade. Unsere Viecher können wir auch nicht verkaufen und sonst auch nichts. Ja gut, haben nicht ein Waffenhändler. Haben aber keine Schusswaffen dabei. Puma ist ein geiles Teil, aber Panther ist heftiger, zumindest wenn man Rheinmetall anschaut. Ja, Affen. Ja, aber wir können uns keine Puma und Panther leisten, das sage ich dir, wie es ist. Leider nicht. Wenn, dann müssen die beide nehmen und so viel Geld haben wir nicht. Da, wir haben 488 plus 200, kommen wir halt nicht auf 1100. Da kaufe ich lieber Medizin
bis wir wieder auf 0 haben. Da kriegen wir eins um und ansonsten brauchen wir nichts und drücken wir auf Akzeptieren. Wir haben keine Medizin, Kinder. Das wird uns zum Verhängnis. Das wird uns zum Verhängnis. So sieht das aus, du. Übrigens mal an der Stelle mal für alle, die vielleicht da mal immer wieder zuschalten und sonst irgendwas vielleicht das erste Mal dabei sein, bitte wundert euch nicht, dass ich nicht so auf den Chat aufpasse. Ich streame auf YouTube und Twitch gleichzeitig. Das sind 820 Personen da. Es ist nicht ganz einfach und nur dazu, wir müssen Meta machen. Müssen wir Meta machen? Befehle. So. So, was tun wir als nächstes? Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht so hundertprozentig, was wir als nächstes sehen. Fucking haben wir zum Saufudern. Ich bin dafür, dass wir einen Eber, wir brauchen bloß einen erwachsenen Eber, das heißt, den anderen Erwachsenen, den wir gekriegt haben, den können wir zur Schlachtung freigeben. Bam, dann haben wir ein bisschen Schweindelfleisch da und nicht bloß Menschenfleisch und können wir ein bisschen was machen. Gold verkaufen? Ja, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher mit dem Gold. Gold, nein, Gold behalten wir uns noch. Da können wir Statuen draus bauen und so einen Scheiß. Und die bringen einen Haufen Kohle, wenn das irgendjemand kann. Wolltest du nicht wandern? Nein. Nein. Gewandert wird heute nicht. Wir haben ja alle halb am Verrecken, außer Franzi, der ist alles wurscht. Schießrausch, Franzi. Dank ihres hohen Stimmungswertes hat Franzi eine Inspiration erfahren. Sie wird die nächsten 8 Tage genauer schießen. Drogen sind okay. Okay. Wir müssen mal den Sklaven loskriegen. Wir müssen mal... Warum ist denn der Schlafraum abscheulich? Weil Blut drin liegt wahrscheinlich. Und es ist halt kalt. Ja, es ist halt September. Wir brauchen mal... Das wird nicht einfach. Wird nicht einfach, ich sag das, was es ist. Was tut denn der Salas? Salas, du musst jetzt da nochmal unsere Stromversorgung bauen. So. Und was wir sonst noch brauchen, Temperatur. Jetzt bauen wir mal eine Lüftung. Da, da und da. Und wo haben wir jetzt da dazwischen gebaut, gell? Da, da und da. Und dann bauen wir mal einen Wallheater. Wo heizt jetzt der eine? Wie gehört denn das Ding so? Ach so. Ja, den wir da her. Und da, das ist Heizung im Prinzip. Nicht im Prinzip, sondern es ist Heizung. Dann brauchen wir ein Stromkabel. Das muss einmal mindestens bis daher gehen, so. Und dann brauchen wir ein Stromkabel, das direkt da so rumgeht. Dann haben wir eine Heizung und die Lüftung verteilt das auf alle Räume. Solar ist da. Dann Batterie forscht halt leider keiner. Arbeit, Waldarbeit. Ja, Archie, wenn du nicht forschen, wenn du nichts tust, dann forschst du. Besser wie nix. Ist quasi eine Heizung. Richtig. Die Heizung ist quasi eine Heizung. Das haben sie gut erkannt. Luke Rain! Merci dir, hau dir ebenfalls eine gute Nacht. Verkauf dein Goldbürger und kauf dir die Panther-Zifix. Nein! Nix da! Ja, toll. Unser Solarpanel ist fertig. Was passiert 4 Sekunden später? Fucking Sonnenfinsternis. Möchtest du, wie du Trollen spui? Haben wir wieder keinen Strom! Ich kotz gleich. Das Game, Alter. Das Game! Ihr macht mich fertig! Wie lange geht so eine Sonnenfinsternis? Und weiß man nicht. Die kann ewig dauern, die kann kurz sein. Ist schwierig zu sagen. Oh, da haben wir wieder so ein Faultier. Das kann man mal probieren zu zähmen. Damit der nächste stirbt, wenn es soweit ist. Hat gemacht! Psst, liegt aus! Warum? Gute Frage. Oh, jetzt geht halt unser Wallheater, geht halt einfach nicht. Voll behindert.
So, wir fressen die Schweindel eigentlich das Hai schon, oder? Die Ernährung ist halt auch so mittelmäßig. Die fressen ja das gar nicht. Das ist ja voll Kack. Ich fühle das Spiel, seine Knechte leben mit die Sau gefühlt in einer Schupfer, aber haben eine Solaranlage dafür. Was ist denn eigentlich Ziel des Spiels? Oh, am Ende so weit zu forschen, so lange zu überleben, bis du ein bestimmtes Raumschiff baust auf eine bestimmte Art und Weise. Da wir mit Schweindel in einer Holzhütte wohnen, ist das schwieriges, langwieriges Ziel. Und dann vom Planeten abzuhauen und dann hast du es geschafft. Aber im Grunde ist es ein Geschichtenerzähl-Simulator. Verfolge mal nach, was da heute alles passiert ist. Der Archie funkt uns an. Alter, könnt ihr mir helfen, dann schließe ich mir euch an, ich tue alles. Mir verfolgen 2 Leute. Wir sagen wir ja. Dann kommen die 2 Typen. Genau in dem Moment kriegt Franzi einen Drogenzusammenbruch, lauft davon, eine, die mit der Pila schießen kann, super stark, und fängt zum Rauchen an und kann nicht helfen. Währenddessen verprügeln die 2 Leute, die einen Archie verfolgen, der in Sicherheit ist, unseren fast Stammeshäuptling und bringen ihn um. Der Rest überlebt gerade nur so. Kannst du nicht ausdenken. Kannst du dir nicht ausdenken, ne? Der Archie stirbt gleich. Mr. In-Proxy, das ist nicht sein Leben da im Hintergrund. Das ist aber vielleicht einmal zur Erklärung, das ist nicht sein Leben da im Hintergrund, sondern seine Stimmung. Und wenn ich da jetzt drauf drücke und gehe aufs Bedürfnis, dann weiß ich sehe ganz viel minusrot. Ja? Das ist seine Stimmung da, was da im Hintergrund ist, nicht sein Leben. Und je schlechter die Stimmung ist, desto näher ist er an einem Zusammenbruch. Wie er Franzi gehabt hat. Ja? Dann flippt, dann passiert irgendwas. Er dreht durch und zündet alles an. Gibt es zum Beispiel. Er dreht durch und raucht alles zusammen. Er dreht durch und haut alles zusammen. Er dreht durch und beleidigt irgendjemanden die ganze Zeit. Und dann übertragt sie seine schlechte Stimmung auf den anderen. Lauter solche Sachen passieren dann und deswegen ist die Stimmung halt nach oben zu halten. Und je besser die Stimmung ist, desto effektiver arbeiten halt auch deine Leute. Franzi zum Beispiel vorher hat super Stimmung gehabt und jetzt schießt es für 8 Tage besser. Ja, muss einem ja mal gesagt, ja, ist ja richtig, weil soll es jetzt nicht wissen. Instinktiv da die auch sagen, ja, das ist sein Leben da hinten, der stirbt gleich. Nein, es ist seine Stimmung. Und Franzi hat einen Affen boxt, richtig. Dann hat sich Franzi im Drogenrausch mit dem Affen eine Schlägerei geliefert, nackt, wohlgemerkt. Und wie dann alles vorbei war und alle am Boden waren, ist dem einzigen Überlebenden nichts Besseres eingefallen, wie unserem Gefangenen einen ganzen Affen zum Essen zu geben und alle anderen einen Menschentorso zum Essen geben. Ja, Alter! Kann man da mal einen Film draus machen, bitte? Oh Mann, ey. Kannst du dir nicht... Ich kann mir Let's Plays in so einem Spiel richtig gut vorstellen, wenn du das als so Geschichte verkaufst. Und darstellst. Kann ich mir richtig gut... Oh, Sonnenfinster ist vorbei. Schau, hier haben wir Glück gehabt. Was ist jetzt mit unserer Heizung? Wieso hat die keinen Strom? Neu verbinden. Was? Warum hat jetzt die keinen Strom? Muss ich doch nicht da ohne bauen, oder was? Da haben wir Stromkabel. Stromkabel, der mal einfach dann bis daher. Und bis daher. Immer wieder schön von innen belustigt zu werden. Mr. In-Proxy. da kann ich, das macht Spiel, das war nicht ich. Ich versuche so anständig zum Spulen wie... Hey, jetzt haben wir schon 4 Lamas. Rudi, wo geht jetzt? Wo ist denn eigentlich die Lama-Wolle hin? Da! Lamas, Alpakas, Entschuldigung. Oh, den Gaural-Dingsbums-Samen haben wir auch. Pflanze Gauralanbaum. Das ist irgend so ein Ritualbaum oder so, den bauen wir da mitten in Prärien. Daher bauen wir. So, da bauen wir den Baum her, was auch immer der kann, ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Brudi, ich weiß es nicht. Franzi, du sollst einmal deine Küche zusammenputzen. Verweigert reinigen. Da muss der Salas machen, das hilft nicht. So, putzen. Ich glaube, ich habe sogar einen Mod installiert, wo man Saugroboter bauen kann irgendwann. Auch nicht schlecht.
So, die Elena holt sich erst einmal einen Dübel, raucht einmal sauber ein, passt. Was ist da los? Müde. Ja, Tierkrankheit, Seuche! Was? Was? Wie Seuche? Oh nein. Wieso Seuche? Haben jetzt alle die Seuche? Oder was ist denn da jetzt? Eine Seuche leicht? Ja, Alter, so viel Medizin haben wir nicht. Alter! Seht ihr das da irgendwo? Da müssen wir alle notschlachten. Notschlachten! Nein! Oh mein Gott! Ja gut, dann müssen wir alle notschlachten. Das hilft eh nicht. Alle, die Seuche haben, schlachten. Das hilft eh nicht. Was soll jetzt machen? Trächtig. Trächtig. Seuche. Schlachten. Schlachten. Wahrscheinlich habe ich jetzt dann keinen Eber mehr. Seuche, leicht, schlachten. Seuche, leicht, schlachten. Ja gut, das kann es gewesen sein. Habe ich alle. Ich glaube schon. Was haben wir da noch? Körper, Seuche, leicht, schlachten. Ah. Wer schlachtet jetzt die Viecher eigentlich? Der Tierpfleger wahrscheinlich, oder? Da geht's zu, Alter. Da geht's zu wie im Affenstall. Haben das vielleicht die zugezogenen Schweindal mitgebracht? Du, das kann wirklich sein. Kann durchaus. Ich hätte gleich beide schlachten sollen. Einfach gleich eine geschlacht ins Viech, scheiß der Hund drauf. Warum baut denn eigentlich keiner dieses verdammte Bett da unten? Also ich glaube, für mich war das Spiel nix, aber zum Anschauen ist es lustig. Nein, das ist, ganz ehrlich, ich habe auch so lang medizinischer Notfall. Der Kasei, was möchte denn der wieder? Hypothermie, extrem, was soll denn das heißen? Ist jemand kalt? Ist jemand kalt? Zu viele Viecher zu eng beieinander. Kann auch sein. Ja, kann auch sein. Deswegen da ich gern. Jetzt sprenge ich, mir ist gerade wieder eingefallen, wie das funktioniert. Es gibt einen. Du kannst auch ohne Medizin pflegen. Sollen wir es pflegen oder schlachten? Pflegen oder schlachten? Was haben wir mir alles zum Schlachten freigegeben? Ferkel, Eber. Wir können die erwachsenen Eber nicht alle schlachten. Den Eber müssen wir übrig lassen. Sag ich dir, was ist. Das war das. Oh nein. Es geht los! Die Schlachtung geht los! Wir müssen es passieren lassen. Dann ist er Ruhe. Die Frage ist jetzt, wenn wir mit das Schweindelfleisch fressen, kriegen wir mir dann die Seuche. So. Notschlachten ist erledigt. Passt schon. War jetzt nicht so tragisch. Wir kriegen wieder rein. Sauberes Fackelknack. Muss her. Hilft uns nix. Das hilft uns nix. Da, der Rest wird eh gepflegt. Schau, der eine Eber wird versorgt. Der kriegt Medizin. Das ist in Ordnung. Körper, solche leicht behandelt, wunderbar. Aber währenddessen kann es halt wahrscheinlich nur umspringen. Verwirrung. Archie. Er hat einen Zusammenbruch und läuft verwirrt umher. Und der verwirrte Archie, Freunde der Sonne, du hättest die auch isolieren können. Das stimmt, gell? Ich hätte es da oben eigentlich einsperren können. Was wir nicht alles machen hätten können. Ich hab's einfach geschlacht. Wie sie gehört! Jetzt fressen sie sich dann gegenseitig. Hypertonie ist gleich Bluthochdruck. Steht kurz in der Ahnung. So, aber, Freunde der Sonne, wann ein Archie sei verwirrender Umhergestammel, wann das ein Ende findet. Was, ein Esel? Wo ist denn der Esel? Ein Esel schauen wir noch schnell an. Wo ist der Esel? Da ist der Esel, tatsächlich. Wir haben einen Esel. Achtung, Tiere, Esel erlauben. Und irgendjemand fängt ihn dann schon beim nächsten Mal. Da ist ein Truthahner da, oder? Was auch immer der da tut. Da, die Franzi hat ihn gefangen. Ein Esel. Wunderschön. Und jetzt ist aber gut. Freunde der Sonne. Escape. Speichern und zum Hauptmenü. Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Wir müssen auch mal wieder zeitig aufhören. Haben wir schon lange nicht mehr da. Vor allem, weil es da in 880 Grad hat. Und ich gehe jetzt her, mache die Balkonde auf, als ein Stirbe. So schaut's aus. Schau, hi,
da liegt der Truthahn. War super Stream, schreibt der Baumer, das freut mich sehr. Ich weiß, dass normalerweise RimWorld ist jetzt nicht so dieses normale Programm, das ich normalerweise habe, ja? Mit Story Games oder irgendwo ein bisschen was Actionreicherem. Aber wenn man sich da hineinversetzt und der RimWorld zulässt, dann ist es einer der geilsten Geschichtenerzähler, die es gibt, was wir heute wunderschön gesehen haben. Und mittlerweile haben wir im Spiel so weit, wie wir noch nie waren. Nein, die ersten 4 Streams sind wir, haben wir viel weiter. Da die sagen, sehen wir uns spätestens nächsten Mittwoch. Außer uns fällt irgendwas anderes ein. Habe ich irgendwen übersehen? Ja, den Kubala habe ich übersehen, glaube ich. Nochmal ein riesiges Shoutout an alle Österreicher. Danke für die geile Gastfreundschaft und für unsere Pannenhilfe. Hashtag Lieblingsnachbarn. Leon, das habe ich leider übersehen, da habe ich nicht aufgepasst. Entschuldige, ich hoffe, du bist noch da. Ich gehe davon aus, du bist noch da. Bussi aufs Nussi, danke dir. Und ich wünsche dir eine tolle Motorradtour im Übrigen. Werd schon hinhauen ab morgen wird es gut. Ab morgen wird ein gutes Wetter, zumindest bei uns da. Was bei den Österreichern wird, ich weiß nicht. Kann ich dir nicht sagen. Kann ich dir nicht sagen. RimWorld wäre schon super, du spielst es nur falsch. Halt dein Maul. Wir machen unsere eigene Story in RimWorld. Wir machen alles, was schief gehen kann, lasst mal schief gehen, sonst passiert ja nichts. Was kommt nächsten Mittwoch? Weiß ich nicht, bis jetzt RimWorld. Was wir nächsten Montag machen, ist die Hauptfrage. Nein! Wir schmeißen mir jetzt nicht mit fucking Zähnen umeinander. Herr Meier, Schluss! Habe tut! Sorry, bin zu spät. Was habe ich verpasst? Alles, Alter. Muss zurücklaufen lassen. Grüße von der Meisterschule. Muss man leider scheiße viel lernen, aber sauber Vollbier-Squad vertreten in Aachen. Dann zeige ich dir, wie es Biersaufen geht. David oder David, wie es der lieber ist, Bussi aufs Nussi. Foxy, schon wieder. Letzte Trivia des Tages. Hypertonie ist gleich Bluthochdruck. Hyperthermie ist gleich Körperüberwärmung. Letzteres wird auch als Krebsbehandlung genutzt. Echt Körperüberwärmung. Interessant. Der Bob, danke dir. Wieder was gelernt. Der Suchtler schreibt, zeig dein Cap nochmal bitte. Aber wieso? Fix ja bloß wieder die Leute und sie können es nicht kaufen. Zumindest noch nicht. Ich sage jetzt mal so ungefähr in 4-5 Wochen. Zauberhaft, oder? Schön. Ich gebe euch schon Bescheid, wenn es gibt. Ja? Wahrscheinlich wieder an einem Sonntag. Nein, nicht wahrscheinlich, sondern bei mir sicher an einem Sonntag. Nachmittag kommt das kurze Video und dann wer zuerst kommt, malt zuerst. Weil man es im Video von hinten nicht sieht. Weil es da nichts zum Sehen gibt. Also weil es da einfach nichts zum Sehen gibt hinten. Das ist der Grund wahrscheinlich. Nein, wer es noch nicht kennt, vielleicht sind seitdem ja neue Leute dabei, keine Ahnung. Wir haben vor, wann war denn das? Keine Ahnung. Anfang Mai ist mein Kanal und mein ganzes Internet-Dasein, ich sage jetzt mal, wo mich mehrere wie 1-2 Leute kennen, 5 Jahre alt geworden. Als kleines Spezial, weil ich mich immer sehr streng daran gehalten habe, dass ich keine einzige Kollabo und sonstige Sponsorings ohne, habe ich mir gedacht, wenn mich die fragen, sage ich ja. Das ist ein Bavarian Kappi. Das Ding ist ein sehr hochwertiges Kappi. Das ist nicht irgendein Stoffschrott, wo irgendwas draufgedruckt ist, sondern das kann halt auch was. Ja? Und es sagt wahrscheinlich ja jeder, ich gehe bloß Kollabos ein, von denen ich selber überzeugt bin, aber so ist es nun mal. Das ist die einzige in 5 Jahren, die ich angenommen habe und ich vertreibe das selbst neben Bavarian Caps. Ja? Also im Prinzip ist kein Sponsoring nicht, das ist eine Kollabo. Das heißt im Prinzip, ich darf mit einer eine Kappe machen, ich krieg was, sie kriegen was. Es ist kein Sponsoring. Achtung, let me show you its features. Das erste, was natürlich das Hauptaugenmerk ist das Teil da hier vorne. Das ist ein Metallemblem. Ja, das sieht man auch, wie das glänzt. Auf einem blauen Lederpatch. Das habe ich mir einfach so eingebaut. Und es ist super cool geworden. An der Seite mein gesticktes Logo. Das ist nicht gedruckt, das ist gestickt, also gestickt genäht. Genauso wie Erna-Logo, Bavarian Caps, gestickt da. Dann auf der Unterseite vom Kappe, das spiegelt ein bisschen, deswegen sieht man es ein bisschen schlecht.
bohrische Rauten, ebenfalls gestickt, nicht gedruckt. Am Innenband, da, oder? Um den kompletten Kopf rundum, außer da hinten natürlich, steht geschrieben, der längste Fluch der Welt. Himmel, Herrgott, Sakrament, fix, Luja, Himmel ist, ich kann es gar nicht ganz lesen. Kruzifix, Halleluja, fix, letten nochmal. Dann ist ein kleines Mackerl drin, eingenäht, wo meine Unterschrift, meine Signatur eingenäht wurde und einer Mackerl. Und dann klang es eh schon. Das ist das aufwendigste Kappe, das sie im Sortiment haben, kostet aber deswegen auch nicht mehr. Es gibt mittlerweile schon ein paar Kappe, die kosten 42 € anstatt 39 €. Und ich habe mir gedacht, ich mache das hier nicht wegen dem Geld. Ich freue mich natürlich. Natürlich verdiene ich da was damit, das ist schon klar. Ich freue mich drüber, ich muss nicht übertreiben. Ja? Ist mir jetzt wurscht, auf den Zwickel ist auch geschissen. Und ja, ansonsten ist es ein sehr hochwertiges Ding. Gibt es halt aktuell leider gerade nicht, leider, weil es halt instant ausverkauft war. Ja, wir haben wieder welche produzieren lassen, aber das dauert halt leider ein bisschen. Und die kämen Mitte, Ende Juli. Also ich schätze 4 bis 5 Wochen. Und wenn ich genaueres weiß, dann gebe ich euch Bescheid. Bei jeder Bestellung gibt es wieder eine Autogrammkarte dazu, genauso wie beim letzten Mal. Das ist allerdings dann das letzte Mal. Ja, wenn sie dann bei mir ausgängen, werde ich nicht noch einmal verschicken. Das werde ich nicht noch einmal machen, weil es mir einfach, ich sag das, was es ist, weil es mir einfach 2 Aufwand ist. Ich sag das, was es ist, das rentiert sich einfach nicht. Ich sag das, was es ist, damit sie das rentiert, müssen die den eigenen Shop, wo ich selber verpackelt, selber verschicke und alles kontrollieren, mache und zeige und klump, dauerhaft online lassen und dauerhaft betreiben und das tue ich mir nicht an. Ich weiß sehr genau, warum. Giant, wir waren jetzt Metal Health Demo am Montag. Gibt's da Demo? Wie lange dauert denn diese Demo? Weil das muss ich mir erst anschauen. Ich weiß nicht, ob ich da so 100% überzeugt davon bin. CBTV, Heizung war schon richtig. Hypothermie ist gleich zu kalt. Ach so. Okay. Dann passt Sebi. Merci für dein Zwickel. Mr. JN, merci für dein Zwickel. Fix, ich hab gemeint Juni noch. Mr. Simato, nein, ich habe jetzt, glaube ich, ungefähr, seitdem die Dinger ausverkauft sind, sage ich schon Mitte, Ende Juli. Juli. Whatever. In dem Fall verabschiede ich mich direkt wieder und schauen wir jetzt den Stream wieder von vorne an. Herr David Meier, hauen Sie hinein, habe dritt. Hypo ist nieder. Hypothermie und Hyperthermie sind Gegenteile. Okay, das wird mir hier nicht merken. Ich sag das, was ist, braucht es mir gar nicht erklären. Lohnt es sich, Diablo zu holen? Das ist die Frage, welches? Ich habe heute Diablo Immortal übrigens Free-to-Play natürlich durchgespielt, weil ich wissen wollte, was kommt. Es kommt übrigens nichts. Ja. Ganz ehrlich, einmal durchzocken lohnt sich fast, ja. Wenn diese Grindstellen nicht warten. Wenn das nur Story war, wenn man sich da mehr Mühe geben hätte. Die allergrößte Frechheit in Diablo Immortal ist, ja, ratet mal, wer nicht der Endboss ist. Aber sagen tut man wenigstens. Achtung, Spoilerwarnung. Na, ganz ehrlich, wer es installieren möchte, Scheuklappen aufsetzen, ignoriert sämtliche Bezahlmethoden, Entschuldigung, völlig wegignorieren, dann kannst du das spielen, es ist in Ordnung, da sage ich nichts. Aber wer Geld ausgibt, raus aus meinem Chat. Was sagst du eigentlich zu dem Starfield-Gameplay-Trailer? Sag ich Skyrim Field. Spoilerwarnung nach dem Spoiler. Kein Mensch spielt Diablo Immortal wegen der Story. Hört's mir auf, bitte. Also wegen der Story braucht es keiner Odor. Da kaufst du lieber Diablo 3 oder spielst Path of Exile. Skyrim Field. Skyrim in Space. Ja. Ich hab Bock. Ich sag das, wie es ist. Es freut mich. Ich freue mich drauf. Ich hab richtig Bock. Ich habe auch schon Ewigkeiten kein Fallout, schon Ewigkeiten kein Skyrim mehr gespielt. Dann ist die Mechanik auch cool. Ich bin gespannt. Schauen wir mal. Der Teil schreibt, ich mag euch heute, danke Leute und Bürger. Herr Bernhard hat nichts zum Dankeschön, hauen Sie eine rein, ich wünsche eine gute Nacht. Ja, da gibt es jetzt eigentlich nicht mehr recht fett zum Schmerzen dazu. Das Thema Diablo ist durch, aber was der mal am Montag? Auf was kann man Bock haben? Irgendwie dürstet mir schon so ein bisschen Retro-Reise Warcraft. Was hält man da davon? Da hätte ich Bock. Wenn wir gerade so beim Thema Blizzard waren.
dann das vielleicht noch so ein bisschen aufrechterhalten. So ein bisschen. So wie das war Blizzard früher, wenn man so will. Was halten Sie davon? Da hätten wir natürlich auch noch Fallout. Das Blizzard Bullshit Bingo. Video Review hast du am Montag gesagt. Ja, auch. Hätte ich auch Bock. Podcast, Bürger und Friends, Monetarisierung in Spielen. Blizzard passt schon. Retro-Videoreise. Was? Retro-Videoreise? Elden Ring. Elden Ring habe ich mir abgespielt. Sag ich dir, was ist. Ich bin nicht fertig geworden damit und habe keinen Bock mehr gehabt. Frag mich bitte nicht, warum. Mit Reforged als schöner Übergang zu Immortal. Ja, ich weiß nicht, was schlimmer war. Reforged habe ich wieder zurückgeben können. Gott sei Dank. Also das war eine so krasse Frechheit. Das war so eine krasse Frechheit. Oder StarCraft Retro-Reise. Ja, aber von StarCraft gibt es halt bloß 2 Teile, die ist gleich beendet. Und mittlerweile kann man StarCraft 2, ist auch über 10 Jahre alt, 12 Jahre alt, kann man auch zum Retro dazu nehmen schon fast. Naja. Was? Nein, Warhammer Sets. Horus Hearse hast du schon gesehen bzw. gekauft? Nein, habe ich noch nicht. Ich habe noch nicht einmal gesehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, im Sommer denke ich an das Warhammer-Zeit gar nicht so stark. Das ist bei mir immer nur, der Modellbau ist immer nur im Herbst, Winter. Ich weiß auch nicht warum. Blizzard RTS Retro-Reise. Hört sich eigentlich auch gut an. Ja, warum eigentlich nicht? StarCraft, gute Idee. Wieder mal ein VR-Game. Sei mir nicht best, bei 30 Grad spähe ich da herin kein scheiß verficktes VR-Game. Das können wir im Herbst schon wieder machen irgendwann, aber nicht jetzt. Mir rinnt so's ins Arschloch ein. Vom Kreuz ab, mein ganzes Ding. Moss, ja Wölfchen, Moss können wir dann machen, aber ich sitze mir diese Masken nicht bei 28 Grad auf. Sicherlich nicht. Die Sims. Mal einen Foodlapper Franz auspacken. Ich hätte es sogar installiert, aber aus anderen Gründen. Naja, irgendwas fällt mir schon ein. Irgendwas fällt mir schon ein. Ist der Diablo-Stream schon online? Ja, der ist schon online. Ihr findet meine, vielleicht haben ja wieder ein paar Leute dabei, die es nicht wissen, aber es gehört einfach auch ab und zu einmal gesagt. Ihr findet meine vergangenen Streams auf YouTube nicht, weil die alle auf nicht gelistet stehen. Ich möchte nicht, halt, wenn Leute nach meinem Namen suchen, meine Videos, meine nativ produzierten Videos finden und nicht meine Streams, wo in der Woche 2 kommen, die über 2 Stunden dauern. Teilweise im Winter schon alle paar Wochen einmal sogar 3 pro Woche. Ich weiß schon, das ist nicht fair, andere streamen den ganzen Tag. Ich arbeite aber auch halbwegs normal und ich möchte in meinem Leben noch was anderes zum tun haben, sagen wir es so. Und ja. Das heißt, ihr findet die bei mir im Kanal. Gehst du auf Birger-Kanal, scrollst ein bisschen oben und da sind alle vergangenen Streams in einer Playlist und alle Streams in verschiedene Playlists untergebracht, wenn man so will, und sortiert. Alle Rimworld-Streams, alle Elden Ring-Streams, alle was weiß ich was für Streams. Birger, das neue Game for Until Dawn Entwickler war draußen. Das weiß ich, das steht im Oktober auf dem Plan. Ich spiele nicht bei 28 Grad im Sommer, wo es um 10 Uhr noch hell ist, ein Horrorspiel. Langweilig! Ich hätte gemeint, das willst du umstellen mit nicht gelistet. Ja, das ist ein guter Punkt. Ich habe darüber nachgedacht und irgendwann wird das passieren, ja. Ich weiß nur nicht, wann und wie. Jetzt, wo ich wieder so ein bisschen Blut geleckt habe mit Videos machen, das Video vom Sonntag hat... Lass mich luren. Lass uns mich luren. Das Video vom Sonntag hat einfach mal gepflegte 25,5.000 Aufrufe. Das ist, also wenn ich mit denen nicht mehr zufrieden bin oder begeistert bin, dann weiß ich es auch nicht. Liegt natürlich wahrscheinlich auch viel am Formatnamen. Ja, weil viele erwarten halt, was sie erwarten. Preisidioten und dann gibt es halt keinen. Aber trotzdem, deswegen 15 warten ist immer noch in Ordnung. Ja? Natürlich ist man andere Zahlen aus der Halbzeit irgendwann mal gewohnt, aber das heißt ja nicht, dass 15.000 oder 10.000 weniger Aufrufe sind. Wie ist die Watchtime? Viele nach 2 Minuten ausgemacht. Ich sage mal, die durchschnittliche Wiedergabedauer ist 11 Minuten 34. Das Video dauert 2 Minuten 20. Also 50-50. Von denen 25.000 Leute schauen sie sich 12.000 ganz so, 12.000 nicht.
Warte mal, Videoanalysen. Wiedergabezeit in Stunden, 4900. Das sind halt 2.300 mehr als normal. Steht jetzt da dort. Mit was das verglichen wird, weiß ich nicht, weil ich schon länger keine Videos mehr gemacht habe. Und wenn, dann sind es im Vergleich zu anderen Videos massiv untergegangen. Wie jetzt zum Beispiel das How to Birgen oder How to Warhammer. Das hat halt in Anführungsstrichen auch bloß 25.000 Aufrufe nach 3 Monaten, wo andere How-Tos halt einfach 50, 60, 70.000 haben oder hatten. Naja. Ist ja sowieso wurscht. Schauen wir mal. Es kommt auf alle Fälle, ich habe noch jede Menge zu tun bis zur Sommerpause. Ich muss den Podcast vorbereiten, vorproduzieren, fertig machen für die Sommerpause. Ich möchte noch ein Video machen. Ich muss das heilige Trinity Force des Grillens fertig schließen und es ist kein Brisket, weil Brisket ist nicht so einfach zu machen, aber dem Pulled Pork relativ ähnlich. Das ist im Prinzip kein nice Video nicht, das ist mir zu blöd. Und haben wir sonst noch irgendwas? Also das war es eigentlich auch schon. Sag ich dir, was es ist. Und natürlich jeden Montag, jeden Mittwoch ein Stream. Und dann hätte ich gerne auch irgendwo nur ein Leben. So schaut's aus. Was machen die Kappel? Ist der Nachschub schon da? Eddie, nein. Ist er nicht. Schaut jetzt aus, als war er nicht da. Ist aber wirklich nicht da, das ist meins. Mitte, Ende Juli. Schwarzer Kadaver, zu solch später Stunden noch ein Fünfer, was soll das? Danke für deine geilen Streams. Ich hoffe, du hörst nicht auf, du bringst einfach alle zum Lachen und hast mir oft durch schwere Zeiten geholfen. Viel Glück. Die sind halt so Kommentare, die gehen auch runter wie Butter. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Dafür musst du keine 5 Euro ausgeben. Ich mache das auch so. Freut mich, wenn dir mein Scheiß immer noch Spaß macht oder vielleicht bist du noch nicht so lange dabei, keine Ahnung. Danke dir für den Fünfer. Viel Spaß weiterhin. Hauen Sie rein. Das weiß schon jeder, dass Preisen deppert sind. Das ist richtig. Da habe ich sprichwörtlich eine 5-jährige Doktorarbeit darüber geschrieben, die letzten 5 Jahre. Und jetzt ist einfach Schluss. Wenn man der Richtige über den Weg läuft und ich habe gerade Bock, ja, kommt schon nochmal irgendwann. Aber ich habe halt keinen. so irgendwie so schnell. Ja, was ich mir gut einmal vorstellen kann, ist, dass man sich TikTok einmal nochmal vornimmt. Diese geistige Behinderung. Und ja. Einfach mal andere Themen. Es muss auch nicht zwingend Gaming sein. Es kann auch was anderes sein. Bloß kein Politikthema. Um Gottes Willen, das möchte bei mir keiner sehen. Das möchte ich auch nicht machen. Das wird uns den ganzen Tag genügend um die Ohren geschissen. Haben wir aber auch schon sehr oft drüber geredet. Du hast keinen Bock, aber du hast keinen Deppen, der über den Weg... Was? Oder du hast keinen Deppen, der dir über den Weg läuft. Beides so ein bisschen. Im Prinzip ist der Deppen, der mir über den Weg läuft, der ist dafür verantwortlich, dass ich Bock kriege. Das muss so behindert sein, dass man halt sofort einfällt, alles klar, das Video ist schon fertig, da brauche ich noch nicht mehr das Schreiben anfangen. Dr. Professor Birger, Doktor der Preisologie, oder was? Ja, mein PhD in Preisology. Hörst du auf, oder wie? Roastbeef Gary, was hör ich auf? Was hör ich auf? Mr. Roastbeef Gary, was meinst du mit aufhören? Ganz aufhören oder dass ich jetzt zum Streamen aufhöre? Also jetzt dann höre ich auf zum Streamen. Aufhören mit Streamen generell und aufhören mit YouTube generell werde ich natürlich nicht. Na, spinnst du? Hör natürlich nicht auf. Was? War jetzt aber, haben das Leute schon wieder verstanden jetzt so. Nur weil ich keine Preisen mehr absage, heißt das nicht, dass ich mit YouTube aufhören muss. Es gibt auch andere Dinge, die man machen kann. Und ich weiß nicht, ob nach dem 100. Mal der gleiche Witz immer noch lustig ist. Da muss ich ganz ehrlich sagen, wer immer noch über so Sachen wie Radler-Trinker und so lacht, der ist sowieso nicht ganz sauber. Also, seid's mir nicht böse, aber, oh Gott. Wer damit immer noch Content macht, der kehrt einfach nur droschen, oder? Okay, dann bin ich nicht ganz sauber. Ja, bist dann auch nicht. Wenn du immer noch seit 5 Jahren über Radler-Trinker lachst, dann kann ich dir nicht helfen. I'm sorry. Satire muss man schon verstehen. Was ist eigentlich mit Haustier-Review? Eigentlich auch keine schlechte Idee. Was hat's denn eigentlich mit der Lebenshilfe auf sich? Weiß ich nicht, da haben lauter Behinderte drin, hast du schon mal nachgeschaut? Sprengi, Mario Barth macht seit 20 Jahren auch das gleiche Programm und es funktioniert. Ja, aber ich bin nicht da, damit es funktioniert. Ich habe gesehen, okay, es funktioniert, jetzt machen wir was anderes und schauen, ob das auch funktioniert. Ja? Kennen Sie die ideenlosen Vollidioten auf TikTok und sämtliche Vollidioten, die es auf YouTube versucht haben und kläglich gescheitert sind, so zu sein wie ich? Schaffen sie leider nicht, weil interessant ist jeder einzelne Spruch 1:1 geklaut oder sie haben einfach keine besseren.
Dann landet man wieder bei, ich mache Flaschen auf, schütze am Boni, so macht man Radlauf. Ja, lustig, haha. Und 500 Kilometer weiter verdiersten Leute. Gehört der schon wieder, gehört der Flaschen so tief in den Arsch schon, dass. Ach, da krieg ich einen Hass. Das ist dasselbe wie der Surströming-Scheiß. Da wo ich mir denke, Alter, wenn man mit Surströming kommt, weiß nicht, 2012 möchte sein Witz wieder zurück. Wölfchen schreibt, Frostpunk, du bist doch nur für Kinderarbeit und Leichenkompostierung mein Füchschen auf YouTube. Frostpunk habe ich offstream zu viel gespielt. Da habe ich weniger Lust drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Was schon, ich mag Internetpunkte für meinen gewamperten Kodak. Das war aber kurz Zeit mit dem gestingerten Fisch. Was ist Surströming? Ein schwedischer konservierter Fisch, der im Prinzip quasi dreimal gefault ist. Und wenn du die Dosen aufmachst, hebt es die so krass, dass du einfach herkotzt. Und da haben halt lustige Leute Videos gemacht, wie sie das aufmachen und wie sie es hebt. Wow. Richtig krasse Leistung. Da steckt richtig was dahinter, da hat er sich richtig Mühe gegeben. Und die Leute finden es lustig. Das ist schon mal lustig gewesen, ja, aber halt 2012. Da war mehr lustig, wo ich heute sage, so, Alter. Stolzer Löwe habe ich übersehen. Sorry, mir jetzt wieder ein Euro. Wie war es nochmal mit einem Stream im Vollgerät? Kommt wahrscheinlich zu Call of Duty Zeiten vor. Möglicherweise. Spart in den Fisch und steckt in den Finger in den Hals. Ja, genau, pass auf. Ja, haben wir genauso weit. Wow, lustig. Wo? Likes, wo? Abos, wo? Keine Ahnung. Verstehe nicht. Vor allem, wenn ich da einen Attenfahrer der Attenfahrer steht 20 Meter von dem Tisch weg und spielt die schlechtesten Kotzgeräusche, die ich jemals gehört habe. Da wo ich mir denke, halt doch dein Maul, du Trottel. Naja, was weiß ich schon. So. Was? Der The Edward hat ihn einfach gefressen, der alte Hund. Ja, es soll ja Leute geben, die halten das für eine Delikatesse. Ich aber halt nicht. Ganz einfach. Ich halt das Getue mit dem Gekotze, wo es genau sechst. Vor allem bei 3/4 sechst es ja sowieso genau, dass es nur gespäte irgendwas ist. Naja. So, Kinder, schleichen wir uns ins Bett. Jetzt ist 5:30. Freunde der Sonne, as always, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Es war mir eine Ehre, Sie zuschauen haben zu lassen. Verpisst euch jetzt ins Bett, eures Brüderhors, Alter. Ich werde jetzt das verfrühte Wochenende, morgen muss ich noch, das verfrühte Wochenende genießen. Bei uns ist Volksfest. Kann gut sein, dass am Montag gar nichts ist. Okay? Seht es mir nach, kann sein, dass ich am Wochenende stirb. Und dann erst am Mittwoch wieder da bin. Dann gibt es halt einen Ausweichstream am Wochenende drauf oder wie auch immer. Kriegen wir schon hier. Freunde der Sonne, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Press Triple F Moderatoren. Vielen Dank für die ganzen Donations. Vielen Dank für die ganzen neuen Mitglieder. Asozial, waren überhaupt neue dabei? Weiß ich nicht. Vielen Dank an alle alten Mitglieder. Ist doch wurscht. Triple F für Zins und Katz. Und jetzt schleicht euch ins Bett. Ich wünsche euch was, schlaft da gut, vorab ein schönes Wochenende, habe die Ersen und habe... Und jetzt schleicht euch, wer ins Volksfest geht, viel Spaß. Wo haben wir? Da haben wir. Niemals vergessen. Hashtag Strapse. Hashtag Nudelwolger. Hashtag 800% Zusatzwert. Und jetzt schleicht euch, habe die Ehre.